Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. So, endlich. Leute, es ist soweit. Ich habe diesen einen Stream dazwischen reingepackt. Ich sag, weil er mir empfohlen wurde als besonders utopisch. Ansonsten ist in letzter Zeit wirklich der Arbeitspulli sehr, 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 sehr eng gewesen bei mir. Und ich sag's euch, wie es ist. Da, wo ich Zeit gehabt hätte, habe ich entweder keinen Bock gehabt oder jetzt gerade die letzten Tage habe ich sehr viel Hogwarts Legacy gespielt. Es ist ein großartiges Spiel, ich liebe es. Ich habe mitgekriegt, dass Rainer das ebenfalls spielt. Ich habe kurz mal reingeschaut. Ich werde seine Gaming-Streaminess nicht kommentieren. Das tue ich mir nicht. Ich habe einmal irgendwie so einen Gaming-Stream von ihm kommentiert. Ich tue mir die Scheiße nicht mehr an. Ich habe kurz mal reingeschaut in sein Hogwarts Legacy-Ding. Und ich will auch nicht Hogwarts Legacy mit ihm assoziieren. Ich will mir das schöne Spiel nicht kaputt machen. Ich war raus nach 5 Minuten, wo er behauptet hat, er kann gerade nicht so gut lesen, weil er krank ist. Da war ich raus, Leute, da war ich raus. Da wollte ich das Handy an die Wand schmeißen. Nein. Noch dazu hat er da jetzt irgendwie wieder sein Kinderspielzeug-Mikro da rausgeholt und irgendeinen komischen Filter über die Stimme gelegt, damit er besonders böse, wie der krasse Drache klingt, der er ist. Oh. Na, Leute. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu krass. Gönnen wir uns nicht. Nichtsdestoweniger bin ich euch noch einiges schuldig. Und zwar, ich habe mal geschaut, tatsächlich die letzten 12 Tage. Und deswegen geben wir jetzt hier die TikTok-Streamness vom 2. und vom 3. Da mache ich jetzt ein Video draus, wenn ich danach noch Bock habe. Vielleicht noch eins mit den weiteren, weil ich glaube, das waren die letzten Videos mit seinem komischen Kumpel da, bevor der Metal Off gesagt hat und gesagt hat, hier, er will mit dem Rainer nichts mehr zu tun haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Und tja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer hockt euch her, sammelt mir, reißt euch eine Häube auf. Weil mir ginge einer gegen Rainer. Draches Liste hört sich irgendwie an wie Schindlers Liste, ne? Es fängt schon schön an. Zwar, wo er diesen Hintergrund gemacht hat, damit er lügen kann, er wäre nicht mehr in Berlin. Ah, okay, jetzt bin ich auf dem Ding. Also es fängt schon geil an. Übrigens, wir schauen das Ganze bei Winklers Liste, wie ihr am Intro gesehen habt, weil der Gott sei Dank noch Zusammenfassungen bringt. Ehre und Liebe an diesen Mann. Das ist, damit man sich den ganzen Scheiß nicht geben muss. Die ganze Füllermaterial-Kacke dazwischen. Das zweite Video ist trotzdem dann 1 Stunde lang. Aber wir werden in nächster Zeit häufiger mal dann Sachen bei Winklers Liste schauen. Und ich werde dann auch warten, immer bis dann da die Zusammenfassung rauskommt. Ich glaube, beim Rennen hochladen ist Ewigkeiten nichts mehr passiert, wo sonst, oder Influencer, der kein Mensch mehr ist, oder wo sonst diese Zusammenfassungen zusammengeschnitten worden sind. Ja, weil Zeitersparnis Deluxe. Na. Er sitzt da, irgendwo ist ein Motorengeräusch, er hat schon wieder den Paranoia-Blick. So. Könnte besser sein, aber der übliche Käse halt, ne? Wollen wir direkt mal starten? Ich weiß, was der übliche Käse bei dir ist. Der übliche Käse, der ist unter der Vorhaut, weil du dich nicht lässt, du widerlicher Kreisling, du. Oder? Machst du das oder wie mal? Ja, genau, perfekt. Ja, easy going. Bist du noch auf Wohnungssuche eigentlich? Wohnungssuche, Geld, Gebettel, momentan muss man es wirklich Gebettel nennen. Rainer, das haben wir die letzten 10 Jahre schon Gebettel genannt, weil es genau das war. Es war schon, du hast schon immer gebettelt. Deine Abo-Dinger da bei YouTube waren schon gebettelt. Ja? Diese Mitgliederränge, hier so und so viel Euro, um es den Hatern zu zeigen, ohne jeglichen Gegenwert. Geld verlangen von anderen Leuten,
ohne einen Gegenwert dafür zu bekommen, ist Betteln. Und das ist das, was du seit Jahren tust. Das war zu YouTube-Zeiten so, das war zu YouNow-Zeiten so, wo du gesagt hast, hier, wenn es nicht mehr Barne kommen, dann gibt es keine Streamenes mehr und so weiter und so fort. Es war schon immer, du bist nicht umsonst unter anderem auch als der Battlelord bekannt. Früher habe ich ja meine Videos gemacht und habe mich zumindest danach gefühlt, als hätte ich den Leuten was geboten für ihr Kohle. Jetzt momentan... Ja, das war auch nicht wirklich, also, ne? Merkt man mal wieder, Touchy-Feely läuft nicht so, die Realität war anders, du hast niemandem irgendwas geboten. Komme ich mir wirklich vor wie ein Battle, weil ich ja auf meinem Blog ja einen Link habe zum Spenden, damit ich, ja gut, jetzt bin ich natürlich nicht mehr in Berlin, aber noch in Berlin halt bleiben kann. Und Ach, halt dein Maul! Jetzt bin ich nicht mehr in Berlin, aber damit ich in Berlin bleiben kann. Ach, komm, Reini! Ja, ich glaube, diesen Spendenlink, den gibt es auch nicht mehr. Ich glaube, was hat er dann, 90 Euro oder sowas? Ist auch schon utopisch. Es ist auch schon utopisch, dass es tatsächlich Idioten gibt, die ihm da 90 Euro geben. 5.000 wollte er haben, das ist noch viel utopischer. Für 5.000 Euro kannst du den ganzen Tag mieten, oder wie war das? Keine Ahnung. Und so weiter. Immer dieses Versteckspiel halt auch geben, auch tierisch auf die Nüsse. Du hast genug gelitten mittlerweile? Nein, nein. Und das hast, glaube ich, du inzwischen auch gemerkt, hier, du auf der rechten Seite. Dieser Mann hat noch nicht genug gelitten. Der hat an dem Tag genug gelitten, an dem er merkt, okay, nee, es ist zu viel. Ich verpiss mich aus dem Internet. Ich leite jetzt die Verpissung ein. Dann hat er genug gelitten, wenn er es endlich begriffen hat. Bis dahin muss er weiter leiden. Hoffe ich doch. Ja, ich habe immer so die Vorstellung, so, weil immer Leute sagen so, hey, Karma und so, ne? Dann denke ich mir immer, Karma, Rainer, Karma. Damit kennst du dich gut aus. Weil, was du in den letzten 10 Jahren alles verloren hast, was du früher alles hattest, das Geld von dem Erbe von deinem Vater, das komplette Haus, das Grundstück, dein Führerschein, diverse Strafen, die du wahrscheinlich bis heute noch nicht bezahlt hast, dein Auto, die Reputation deines Familiennamens, was du alles verloren hast, ist nur durch Karma zu erklären. Es ist nur durch Karma zu erklären. Du bist auf die Schnauze gefallen und hast dann den Boden verflucht und dann bist du nochmal auf die Schnauze gefallen. Achso, 10 Jahre Schule gemobbt worden, jetzt mittlerweile sind es 10 Jahre mit den Hatern. Alter, was müsste mir passieren, Gutes passieren, damit das Karma das aufwiegt? Rainer, das ist ein Fehlschluss. Du kriegst diese ganze Scheiße ab, weil du ein ekelhafter Mensch bist. Weil du es verdient hast. Das ist der Grund. Ja. Alter, da müsste ich ja 1 Million im Lotto gewinnen, mir eine fette Villa irgendwo kaufen können und den Rest... Ja, eine fette Villa kaufst du dir heutzutage von 1 Million, du brunzbläder Vollidiot. Das ist genau das Ding. Solche Deppen gewinnen im Lotto und dann schmeißen sie es mit beiden Händen beim Fenster hinaus und ein Jahr später hockt er wieder auf der Straße und bettelt und weiß gar nicht, wie ihm geschehen ist. Das ist doch... Wir sind noch keine 10 Minuten im Video und ich bin schon wieder auf 188. Es ist genauso eine Scheiße. Ja, da würde ich mal sofort eine Villa kaufen. Ja, geilo, Rainer. Geil, richtig gut. Anstatt, dass du eine kleine Wohnung kaufst irgendwo, wo du gemütlich leben kannst und den Rest auf Seiten legst oder dir irgendwelche, irgendwo anlegst, am besten von jemandem anlegen lässt, weil du nämlich hohl bist und sicher nicht die richtige Entscheidung zum Anlegen triffst. Und dann schauen, dass du damit bis an dein absehbares Lebensende klarkommst. Fertig. Ja, wenn morgen 1 Million im Lottogewinner dat, ich verspreche es euch auf die Hand, der dat in einem Jahr wieder da sitzen auf TikTok und um Kohle betteln, weil er schon wieder blank wäre. Das ist schon mal das Normalerweise, irgendwann muss das... Und auch im Übrigen, vielleicht bevor du der Villa kaufst, einmal deine Schulden abzahlen. Wie wäre es nachher damit? ja mal ein Ende haben, so. Ich verstehe das auch nicht. Ja, danke übrigens für die ganzen Dinger, Leute. Wie funktioniert das eigentlich? Also die Leute, die jetzt liken, die geben jetzt hier oben quasi die Punkte aus, oder was? Genau, ein Like. Er hat immer noch nicht begriffen, wie diese Scheiße funktioniert. Alter, er macht das in Anführungsstrichen beruflich und hat immer noch nicht 10 Minuten nachgegoogelt, wie dieser Mist funktioniert.
gibt 3 Punkte, aber die können ja auch so Geschenke reinsenden, das gibt dann noch mehr Punkte. Maximum ist halt Universum oder so, das gibt 300, 400 Euro oder so. Oder das kostet 300, 400 Euro. Aber zu mir wurde auch schon öfter gesagt, so ja, mir wurden mal irgendwie 5 Universen reingeschickt oder so. Und dann hat irgendjemand gemeint, oh, muss der voll die Asche gemacht haben. Und ich hatte am Ende irgendwie 20 Euro oder so. Okay? Irgendwie nie ganz verstanden, wie viel Kohle das wirklich geben soll. Rainer, du verstehst nix. Und wenn es um Geld geht, schon zweimal nicht. Versteht sie mir nicht falsch. Ich bin nicht gut darin, mit Geld umzugehen. Ich gebe mein Geld stellenweise für hanebüchene Scheiße aus. Ich habe, glaube ich, damals, wo ich League of Legends gespielt habe, vielleicht 500 Euro in dieses Game gesteckt. Nur weil ich wollte, dass meine Charaktere nett ausschauen. Richtig dummen Dreck. Aber das war Kohlen, die ich auf der Seite hatte, so als, okay, das ist Ausgebegeld. So. Ich habe meine Schärchen ins Trockene gebracht für diesen Monat und ich habe in diesem Monat noch X Betrag, mit dem ich machen kann, was ich will. Und da ich damals praktisch nichts anderes gemacht habe, als League of Legends zu spielen, habe ich es halt dafür ausgegeben. Aber er ist der König des schlechten Geldumgehens. Ein weiterer Grund im Übrigen, warum er einen gesetzlichen Vormund haben sollte, wo er ums Geld betteln muss. Wo er hingeht und sagt, hier, ich hätte gern 100 Euro. Und dann heißt es, wofür? Und dann heißt es, will ich auf Steam für irgendwelche Scheiße rausschmeißen oder was weiß ich. Oder ich hätte gern 1200 Euro für eine scheiß VR-Brille, die ich zweimal benutze und danach in die Ecke schmeiße. Wieder. Ich glaube, das Höchste, was ich auf TikTok je hatte, das waren 10 Euro oder so. Quatsch, 100 Euro oder so. Warte mal kurz. Kann ich irgendwie mein Mikro stumm schalten, zufällig, für kurz? Tut mir leid, ist gerade was passiert. Ich muss gerade mal kurz daran. Weißt du? Ja. Der muss doch mal ganz kurz ran. Oh, sorry, Leute. Jetzt war ich kurz offline. Musste kurz was an meinem Headset machen, weil wir ein eines Headset hatten. Schuhe gemacht. Ich hoffe, wir kommen jetzt einfach weiter, so wie das ohne weitere Unterbrechungen. Die Situation ist bei mir. Ich warte Situation. Klappt das jetzt? Nö. Kann es sein, dass es während des Matches nicht funktioniert? Das kann auch sein, ja. Und warte mal kurz, ich lasse jetzt mal kurz, was schon. Ich lege mal kurz das Handy, komm gleich wieder. Okay, Freunde, hört auf den Drachen zu haten. Es gibt andere Leute, die das viel mehr verdient haben. Zum Beispiel den Rocky oder den Hamid. Ja, irgendwann ist auch mal gut. Also ich schaffe wirklich bloß eine Match leider. Wie gesagt, du weißt ja, wie die Situation bei mir ist. Ich bin auch seit letzten Jahres arbeitslos. Ich bin auch quasi obdachlos. Ich wohne jetzt bei meinen Eltern erstmal. Und haben wir das schon mal? Habe ich darauf schon reagiert? Keine Ahnung. Die Option habe ich ja. Mit Mutter keinen Kontakt mehr und Vater ist gestorben vor 12 Jahren. 12, 13 Jahre müssten es jetzt sein. Das ist natürlich harte Zeit gewesen, aber es ist natürlich jetzt auch vorbei, ne? Ist ja lange her. Ja, ist halt so. Ist ja wurscht, gell. Irgendwie muss man sich auch durchschlagen, ne? Das ist ja letzten Endes hilft ja alles nichts. Letzten Endes, meine Damen und Herren. Und jetzt bist du in Berlin unterwegs oder was, ne? Wo ich aktuell unterwegs bin, sage ich nicht. Ich bin jetzt aber in Hotels wieder gefunden worden in Berlin. Vor 2 Wochen. Und das ist natürlich wieder tierisch arg gewesen. Eigentlich kann ich mich ja schon mal bewegen. Ne? Ich muss jetzt hier nicht rumstehen. Ja, nee. Ich weiß nicht, ob du dich noch bewegen kannst. Das schaut eher nicht so aus, Rainer. Es schaut eher so aus, als wäre jeder Schritt eine Qual für dich. Was vielleicht auch so ist, wenn man 230 Kilo in der Gegend umeinander schleppt oder nur mehrere inzwischen. Ja, in Zukunft ein bisschen mehr mit Hintergrund streamen. Jetzt hast du 0 Wins drin. Bei mir steht jetzt 4. Du hast Siegesserie, ne? Macht das irgendeinen Unterschied? Nee, das nutzen die Streamer halt so als Motivation. Oh, nicht die Siegesserie verlieren, weißt du, damit sie Coins bekommen, so. Aber eigentlich ist das kein Unterschied, ne? Ja, weil irgendjemand gesagt hat, dass man damit voll Kohle machen kann, wenn man viel Matches macht oder so ähnlich. Aber ja, das ist der Grund, warum du die Scheiße machst. Weil irgendjemand dir gesagt gehabt hat, dass man damit viel Kohlen machen kann. Das macht ja keinen Unterschied eigentlich. Ja, aber die Top-Streamer hier, die machen schon gut Kohle. Wenn du in der Rangliste bist, so, dann hast du ja mehr Reichweite auch. Und vor allem aktuell sind ja sowieso sehr viele unterwegs und machen da viel Zeug. Ja, es kommen immer mehr User, weißt du, auch die ganzen YouTuber kommen ja auch alle rüber hier, wie Leon Mascher oder wie sie alle heißen. Der Leon war ja neulich auch bei mir im Stream. Ja. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Okay, mal gerne. Warte mal. Vorhin die
Einstellungen gemacht, damit es nicht zu laut ist. Jetzt sind wir hier bei dem, das ist jetzt der exzessiv Streamende, der Lülilord mit massig Redebedarf. 3.2. Immer noch hier, Winklers Liste. Ihr wisst Bescheid. Draches Liste hört sich irgendwie an wie Schindlers Liste, ne? Übrigens, ich fand's noch saugeil, ne? Mein Tattoo. Ja, richtig, richtig geiles Tattoo, Rainer. So saugut. So einfallsreich vor allem. Wusst einfach meint hast, ja, ich mach das jetzt so. Ich mache jetzt einfach das Tattoo, was schon ein anderer Dude hat. Einfach nur, ja. Inzwischen ist ja bekannt, dass es wirklich ein Tattoo ist, ne? Lässt sich auch nicht abreiben. Und die Hater damals so, kann gar nicht echt sein, hat er nie im Leben gemacht. Nee, ich habe von Anfang an gesagt, dass das echt ist. Aber ich habe auch von Anfang an gesagt, dass das eine autonome Idee ist, weil du da schon pleite und obdachlos warst. Und dann hast du 2-3 Mark in die Hand gekriegt und das erste, was du gemacht hast, ist ein Tattoo rausschmeißen. Ich meine, verstehst du mir nicht falsch, ich bin selber tätowiert, ich liebe Tattoos, aber wenn ich halt kein Pulver nicht hab und noch nicht einmal ein Obdach, dann darf ich erstmal schauen, dass meine Kröten zusammenhält, damit ich mir vielleicht irgendwo eine Wohnung oder sowas leisten kann und halt nicht gleich für ein Tattoo aus dem Fenster hinausballern, aber mei. Doch, und das ist ein Tattoo, das habe ich schon ewig gewollt. Und zwar das ist eine sehr wichtige Band für mich. Ja, ich finde, das Tattoo sieht echt geil aus. Wobei ich sagen muss, ich finde das Kreuz ein bisschen zu klein. Es hätte ungefähr so groß sein müssen, aber das ist nicht so schlimm. Nein, Rainer, das wäre dann unproportional gewesen und wird noch beschissener ausgeschaut, wie es eh schon ausschaut. Das ist eh keine Qualitätsarbeit, was du da hast. Ganz ehrlich, wenn ich meinem Tätowierer zeigt, der schlagt Hände überm Kopf zusammen. Und ich habe eigentlich, wenn ich irgendwann mal die Kohle habe, will ich mir auf dem Handrücken noch einen Stern machen. So groß wie die Handfläche ist. Handfläche soll ja voll krass sein. Alles fit bei dir? Richtig, richtig krass. Bei der ersten wieder. Ja, ach, stimmt, da war der noch. Da war noch kein Hater. Ja. Ja, wie du siehst, ich bin gestorben. Hater haben mich angegriffen und mich vom höchsten Gebäude in Köln geworfen. Ja, ich bin auf jeden Fall nur noch ein Geist, siehst du ja. Hier, schau mal. Ich bin aber ehrlich gesagt enttäuscht. Alter, wie peinlich kann man eigentlich sein? Es ist doch nimmer schön. Ich hatte gedacht, als Geist hätte ich irgendwie so eine hallende Stimme. Aber irgendwie, nö. Immer noch meine hässliche, ekelhafte, dreckige Stimme. Das hast jetzt du gesagt. Hm? Ja, das ist allerdings wahr. Naja, sieh mich an, Alter. Ich bin ein Geist, Mann, und ich muss trotzdem noch meine scheiß Videos und Streams machen, Alter. Postest du eigentlich auch regelmäßig auf TikTok? Auf YouTube? Mein YouTube-Account ist doch gesperrt worden vor einem Dreivierteljahr. Ach du Scheiße. Ja, versuche ich immer noch zu klären, aber wird wohl nicht. Oh, das ist ärgerlich. Hast du Lust auf eine Runde? Machen wir mal eine Runde hier. Wollen wir mit Strafe machen? Verlierer macht Strafe? Das kommt darauf an, was du als Strafe setzt. Ich werde nicht den Greenscreen ausmachen. Teller auf. Das ist kein Greenscreen, Rainer. Kopf, hast du einen Teller da? Nee, ich bin ja im Hotel. Da komme ich ja nicht an den Teller ran. Bei meinem Steinschädel zerbricht der Teller. Muss ja auch, bei mir ja auch. Ja, ich hab tatsächlich schon einen Teller auf den Kopf zerhauen. Also, das habe ich aber bloß einmal gemacht, weil eben Vollsuff war. Ja, kann man aber machen. So schlimm ist das gar nicht. Bist du jetzt in Köln oder was? Gestern warst du noch in Berlin, ne? Nee, ich war gestern auch nicht in Berlin. Die Leute glauben das zurzeit. Ja, die Leute glauben, dass er in Berlin ist. Aber der schlaue Rainer, der hat uns alle an der Nase herumgeführt. Lass du glauben, ist ja auch egal eigentlich, wo du bist. Überhaupt, dass sie dich jagen, so, das ist traurig genug. Das finde ich wirklich traurig, so. Das hat kein Mensch verdient. Ja. Na, ich habe auch gestern die Gerüchte mit Berlin noch ein bisschen geschürt. Ich habe nämlich noch 1-2 Videos vom Flugfeld hochgeladen. Ja. Ja, Rainer, du bist der richtige Fuchs, bist du. Du bist der richtige Fuchs. Ich habe gestern Sachen aus Berlin hochgeladen, um die Hater zu verarschen. Es ist wie wo er behauptet hat, er wäre in Zürich auf einer Autobahnraststätte und dabei war 2 Minuten später hat man in Nürnberg auf der Straße gesehen. Ja, Rainer, super schlau, wie du das wieder umgestellt hast, ey. Ja, sehr gut. Was da alles passiert ist schon eine heftige Nummer, so. Das hat kein Mensch verdient, so wirklich. Natürlich auch Sachen gemacht, die jetzt nicht korrekt waren, ganz klar. Ich wiederhole mich. Ja, Rainer, du hast Sachen gemacht, die nicht ganz korrekt waren. Du hast richtig widerliche Scheiße gemacht. Und zwar noch und nöcher. Und du kriegst die Quittung dafür. Ja. Muss man einfach dazu sagen. Habe mich aber auch immer wieder dafür entschuldigt. Nein, das hast du nicht, Rainer. Manche Sachen hat man im Zorn gesagt. Und wenn man was im Zorn sagt, dann kommt natürlich oft Scheiße bei raus. Ja, wenn man es im Zorn sagt,
dann zählt's nicht. Das ist genauso wie wenn man was im Suff sagt, zählt's nicht. Und Rainer, egal in welchem Zustand du bist, wenn du irgendwas sagst oder tust, was assi ist, hast du dich danach dafür gerade zu machen. Und das machst du nicht. Du sagst immer so, ja, ich könnte jetzt sagen, dass mir das leid tut, aber die Haters. Und aber war ja eigentlich gar nicht so gemeint und aber so und aber hier und eigentlich war ich müde und bla, die da. Weil dein Narzissmus es nicht zulässt, dass du dich hinstellst und sagst, hey Leid, richtig Scheiße gebaut. Das war eine richtige Hurensohn-Aktion, die ich da geschossen habe. Das ist durch nichts zu entschuldigen. Es tut mir fürchterlich leid und ich werde versuchen, mich zu bessern. So. So hat man das machen können. Ja? Und trotzdem ist es halt so, dass die, das ist halt alles nicht so einfach, ich weiß auch nicht. Und jetzt momentan Ist schwierig, eine. Ist sehr schwierig. ist es halt wirklich so, dass die Kohle immer mehr ausgeht. Jetzt haben sie es geschafft, meine Kampagne irgendwie auf meinem Blog zu sperren. Jetzt ist mein PayPal in Gefahr. Muss ich an meinem PayPal arbeiten. Ja, auch scheiße, ja. Vor allem damit halte ich mich momentan ein bisschen über Wasser, weißt du. Ich habe jetzt die letzten immer wieder mal Hartz IV beantragen müssen. Habe ich auch keinen Bock drauf eigentlich, weil ich lieber meine Kohle verdiene. An Scheiß, Rainer, du hast noch nie Kohle verdient. Stimmt, die 3,5 Jahre insgesamt, die du gearbeitet hast in deinem Leben, hast tatsächlich, glaube ich, einmal Geld verdient. Ja, in großen Anführungsstrichen. Aber ansonsten, ich verdiene lieber mein Geld. Ja, wenn du dein Geld so gern verdienst, dann geh arbeiten, du fauler Fettbeitel. Ja, scheiß Bürgergeld, ja, das haben sie jetzt eingeführt da. Tu lieber was für mein Geld. Ja. Und wir jetzt mal Das scheiß Bürgergeld, du bist aber auch scheiß Bürgergeld, verzeih ja nichts, du lebst doch auch davor, oder? meine Videos mache, ist genauso Arbeit, wie wenn ich auf dem Bau arbeite. Und ich habe beides schon gemacht. Nein, du hast nicht auf dem Bau gearbeitet und nein, deine Videos machen, dich da hinsetzen, fett und feist, dir irgendwelchen Klump ins Gesicht stopfen und dich mit Barne beschmeißen lassen, ist nicht das gleiche wie auf dem Bau zu arbeiten, Rainer. Das ist es nicht. Das ist halt eine andere Art von Arbeit. Ne? Es gibt Arbeiten, bei denen bist du körperlich erschöpft und es gibt Arbeiten, bei denen bist du geistig erschöpft. Und dann gibt es natürlich noch Arbeiten, bei denen bist du beides. Rainer, du bist geistig erschöpft auf die Welt gekommen. Und seitdem hat sich daran nichts geändert. Du bist bei uns bieselblöd. Das ist alles nicht so einfach. Und vor allen Dingen in der normalen Wirtschaft, wenn du da jetzt arbeiten gehst, da verdienst du ja auch nicht so viel. Du verdienst ja gerade mal so viel, dass du über die Runden kommst. Und das lohnt sich ja gar nicht. Da lohnt es sich gar nicht für zu arbeiten. Ja, das ist schon wahr. Ja. Ach, die ganze Politik ist doch im Eimer aktuell. Rainer, du bist im Eimer. Beantrage Hartz IV richtig nach allem, was die dir sagen. Schau, dass du in irgendeiner Sozialwohnung reinkommst. Und halt dein dummes Maul. Wie, was Wirtschaft angeht. Ja, voll. Ich habe von Wirtschaft keine Ahnung eigentlich. Ja, dann halt dein Maul. Rainer, wenn du von Wirtschaft keine Ahnung hast, dann ist vielleicht einfach mal Fresse halten angesagt, oder? Außer halt das, was ich selber habe an Geld. Wie gesagt, deutsche Wirtschaft, Deutschland ist eher am Ende. So, wir lassen hier jeden möglichen rein. Jetzt nichts gegen die Flüchtlinge. Ja, hey, jetzt kommt diese Scheiße. Diese besoffene Stammtisch-Scheiße. Ja, wir lassen ja alle rein, hier ist eh alles hier. Aber es ist einfach traurig, was in diesem Land abgeht. So, ja? Ja, auf solche Aussagen oder in solche Aussagen, da halte ich mich mal ein bisschen raus, vor allem in meiner Situation. Aber, aber mal unabhängig von Leuten, die mir rein Ich denke das schon, aber ich sag's halt nicht mehr. lässt oder rauslässt, würde ich mal sagen, es ist halt grundsätzlich so, in Deutschland muss man nicht auf der Straße leben, zumindest heißt es das. Und Ja, ist richtig, Rainer. Warum lebst du dann auf der Straße? Ach naja, du lebst ja nicht auf der Straße, sondern du lebst ja in Hotels, die dir andere Leute bezahlen. trotzdem tue ich das letzte Jahr über immer wieder. Ja. Ich habe natürlich immer wieder ein Hotel, wenn ich mal zwischendurch Geld habe, klar penne ich auch mal im Hotel. Aber ich habe auch letztes Jahr und auch dieses Jahr schon auf der Straße geschlafen. Nein, Rainer, hast nicht. Immer wieder mal, wenn auch nur mal 1 oder 2 Tage, aber trotzdem, das ist immer wieder der Fall gewesen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, so, ja. Und jetzt kommt momentan auch noch dieser komische, jetzt habe ich den Namen vergessen. Es kommt momentan immer noch dieser komische Mimon, der irgendwelche Daten von mir liegt und nebenbei meinen eigenen Daten auch noch falsche Daten unterschiebt, wo momentan mir die Sache mit Kindern angelastet wird, was ja völliger Blödsinn ist. Rainer, diese Kindergeschichte, das ist. Erstens wird es dir zu Recht angelastet, aber auf anderer Seite ist es halt nichts Neues. Ja, Kelsey-Pries. Rainer verbreitet sexuelle Abartigkeiten im Internet. Wer hätte nun damit gerechnet? Und die Scheiße ist doch vor 10 Jahren schon mal auf den Tisch gekommen. Oder vor 8. Oder wann auch immer. Also es ist, genau dieser Scheiß ist doch schon vor zig Jahren geleakt worden.
Okay, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, krass. Will ich jetzt nicht genauer drauf ausgehen. Auf jeden Fall wird so ein Schwachsinn erzählt. Und es ist richtig, dass die wirklich Daten von mir haben, auch Daten von mir leaken, weil sie irgendwas geklaut haben. Aber letzten Endes ist es so, Letzten Endes! wir haben halt. Ach, ich weiß echt nicht, was ich von dem ganzen Zeug halten soll. Weil, klar haben die echte Daten von mir, wobei die manche Daten haben, die selbst ich nicht mehr habe. Also weiß ich gar nicht, wie die dran gekommen sind. Andere Daten wirken, als hätten sie die wirklich erhackt. Ja. Weil es Daten sind, die noch beim Rechner sein können. Und unter die echten Daten haben sie dann auch noch falsche Daten drunter gemischt. Von wegen Kinder und so. Ja, genau, die haben da falsche Daten. Rainer, bei dir braucht man keine falschen Daten drunter mischen. Da ist genug Widerliches dabei. Wir wissen alle, wie du tickst, Rainer. Wir wissen es alle. Wer es noch nicht weiß, Roxau hat neulich ein Video hochgeladen, irgendwie warum Rainer keine Plattform haben sollte oder warum er nicht ins Fernsehen sollte oder sowas. 40 Minuten Video, sehr, sehr empfehlenswert. Auch für die Leute, die es alles wissen, es ist nochmal schön komprimiert, alles aufgelistet. Sehr empfehlenswert. Schaut's da mal hin. Wenn ich dran denke, vielleicht verlinke ich es euch. Ich auf TikTok nicht genau ansprechen. Ich meine, wer sich mit meiner Sexualität so und dem ganzen Thema drumherum und mit alles, was damit zu tun hat, ein bisschen auseinandersetzt, hat schon immer mitgekriegt, dass ich ältere Menschen bevorzuge. Halt dein Maul, Rainer. Das ist eine Alibi-Aussage. Das ist eine Alibi-Aussage. Klar, du darfst da Eude flanken, ja, weil du alles nimmer darfst, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Aber dieses immer wieder betonen, ich stehe auf Ältere, ist eine Alibi-Aussage genau für diese Situationen, wenn mal so eine Scheiße geleakt wird. Dass du dann sagen kannst, ja, das kann ja gar nicht stimmen, weil ich habe ja schon immer gesagt, ein Schmarren. Ein Schmarren. Dass das nicht stimmt, kann man bei diesen Aussagen hier nicht zu jung, sondern nur zu eng. Oder diese Geschichte, wo du diese 13-Jährige in deinem TikTok-Stream drin gehabt hast und gesagt, hart an der Grenze. Das beweist das Gegenteil. Du kannst so oft behaupten, du würdest nur auf ältere Leute stehen. Deine Taten strafen deine Worte wieder einmal Lügen. Es ist fast so, als wäre es gerechtfertigt, dass du im Internet als Lügenlord bezeichnet wirst. So, auch Menschen, die älter sind als ich. So. Ich habe ja auch geschlechtlich, ist es mir ja auch egal. Und dann gab es neulich einen Typen, wo Was war das? Jetzt lügt er jetzt irgendwie wieder irgendeine bumsfidele Geschichte zusammen. Ich bin ja gespannt. Warst wieder in irgendeiner Sauna? sie mich in Berlin geleakt hatten. Da hatten sie mich an eine Stelle gelockt. Da bin ich hingegangen, dann wurde ich da geleakt. Und der eine schreit da halt wirklich in der Lobby und vor der Lobby rum, dass ich Kinder und so weiter. Also in meinen Augen ist das total dämlich so. Aber ja, nee. In meinen Augen ist das genau richtig. Es ist wie in dieser South Park Folge, wo sie die ganzen Pedos in diese Talkshow locken, die sich dann alle erschießen beim Eingang. Es ist genau so ein Ding. Rainer, für das, was du im Internet tust und sagst, musst du Konsequenzen spüren. Und wenn der Rechtsstaat da versagt, dann muss man dich bloßstellen. Und muss man sagen, das geht so nicht. Da muss was passieren. Und wenn es auf diese Art und Weise passiert. ist auch wirklich nichts dran, oder ist da was dran? Nee, da ist nichts dran. Nö. Das Problem ist halt, so Die eine Olle aus deiner Prima Noctis Fantasie, die war auch nicht alt. Ja? Die du dir da ausgedacht hast für Unfreiwillige. Ne? Und die andere Geschichte, wo du erzählt hast mit den Kindern von Black Rose, da wollen wir nicht einmal anfangen damit, oder? eine Aussage erstmal in den Raum, dann glaubt das natürlich erstmal jeder. Vor allem dann, wenn du einen Vor allem dann, wenn du es mit Beweisen belegen kannst, dann glaubt es natürlich jeder. Ruf hast, wie bei mir, dass ich dauernd lüge, dabei stimmt das gar nicht. Ich meine... Den Ruf, dass er da... Oh, das stimmt überhaupt nicht, dass ich dauernd lüge. Rainer, du hast selber... Ich glaube, das war... War das danach oder war das an dem Tag, wo er gefragt hat in seinem Blog, ob ihm die Leute böse sind, wenn er permanent lügt? Da hat er selber zugegeben. Aber das stimmt doch also überhaupt nicht. Der Rainer lügt nämlich überhaupt nicht.
die Wahrheit verändert sich einfach in dem Moment, in dem er seine Aussage ausgesprochen hat und deswegen kann er da überhaupt nichts dafür. Klar lüge ich, ja. Jeder lügt irgendwann mal. Aber Rainer, du lügst krankhaft. Klar, jeder lügt irgendwann einmal, aber du lügst krankhaft. Du lügst, wenn du dein fettes Schandmaul aufmachst. Rainer, wenn du guten Morgen sagst, dann schaue ich aus dem Fenster, ob's hell ist. ich habe auch ich sage viel öfter die Wahrheit, als dass ich lüge. Und Das ist schon wieder gelogen. vor allem sage ich viel öfter die Wahrheit als die Hater. Die Hater lügen sich ja alles in die Tasche. Die versuchen ja ständig irgendwie Stress zu machen. Geht halt gar nicht. Und die Leute gehen ganz schön ab, Alter. Er lügt, es ist wahr, schreibt bei mir einer, aber gut. Ja, Freunde, ab und zu muss man lügen, ich zum Beispiel sage ja auch nicht, wo ich wohne. Oder du musstest, kennst du den arroganten Paten? Der labert ja auch immer ziemlich viel Scheiße, aber der entschuldigt sich dann auch immer recht flott. Und dann ist das bei denen gegessen. Ja, aber da stehen auch immer Leute vor der Haustür und dann versteckt er sich halt, weil der halt auch immer Ansagen macht. Ja, Ansagen in dem Sinne habe ich ja tatsächlich eigentlich gar nicht groß gemacht. Nein, Rainer, du hast noch nie Ansagen gemacht. Noch nie. Wenn hier jemand kommt, dem schmeißt du die Prügeln aus. Hier die Leute sollen kommen, deine Poster kaufen. Noch und nöcher. Ja, wenn sich da einer traut. Ja, die laufen ja immer davon. Du bist raus und hast 3 Leute gleichzeitig mit Roundhouse-Kicks zerstört. Es ist alles. Keiner noch nie Ansagen gemacht und immer die Wahrheit erzählt. Ich meine, es gab mal 1 oder 2, klar, aber ich habe halt letzten Endes einfach meine Meinung, die vertrete ich und dazu stehe ich. Jetzt kommt hier meine Meinung, Monolog. Rainer, wie gesagt, deine Meinung ist im besten Fall irrelevant und im Normalfall ekelerregend. Und die muss man nicht so akzeptieren, wenn du sie über das Internet in die Welt rausblökst. Das muss man so nicht akzeptieren. Da kannst du haben, Meinung, wie auch immer. Vor allem verwechselst du auch Meinung und Fakten ganz gerne mal. Die Haut ist kein Organ. Ja, meiner Meinung nach schon. Ja, fick dich einfach. Bestimmte Aussagen habe ich mich in der Zeit auch für entschuldigt oder wurden auch einfach falsch wiedergegeben. Also bestimmte Aussagen von mir wurden einfach komplett falsch wiedergegeben. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Es hat sich entschuldigt, es wurde falsch wiedergegeben, ist alles gelogen. Es ist alles gelogen. Und dann andere herangetragen und andere haben sich dann dadurch voll auf die Füße getreten und dann standen Leute vor meiner Haustür, die eigentlich nie vor meiner Haustür gestanden wären, wenn die den richtigen Kontext gewusst hätten. Rainer, das stimmt nicht. Teilweise ist aber auch einfach absolut krank und abartig. Weißt du, ja, Rainer, du bist absolut krank und abartig. Das kann ich dir genau so unterschreiben. Das ist Fakt. Ich verlange eigentlich vom Leben gar nicht viel. Nee, du möchtest nur niemals arbeiten müssen und dafür mit Geld beworfen werden. Und dass man dir huldigt. Egal, was für einen Schwachsinn du verzapfst. Das ist, mehr willst du ja gar nicht. Ich möchte ein vernünftiges Leben führen können. Ich möchte jetzt nicht irgendwie reich sein, da habe ich kein Interesse dran. Ich möchte jetzt aber auch nicht unbedingt auf der Straße leben müssen, klar. Ich möchte eigentlich, im Prinzip möchte ich einfach, na gut, früher war es mein Haus, jetzt wäre vielleicht eine Wohnung oder eine Möglichkeit, irgendwo zu leben halt. Ja. Mein Führerschein zurück, mit einem Auto zurück und einfach monatlich mit meinen Streams und meinen Videos genug Geld verdienen, dass ich einfach mir Essen, Trinken kaufen kann, Sprit zahlen kann, meine Steuern und meine Versicherungen und so weiter zahlen und mehr möchte ich. Ja, Rainer, ich hätte gern, keine Ahnung, ein fliegendes Auto und das ist utopisch. Es passiert alles nicht. Du kriegst auch deinen Führerschein nie wieder. Von dem Gedanken musst du jetzt einmal langsam verabschieden. Der Führerschein ist weg und der bleibt weg. Weil du im Leben keine MPU bestehst. Im Leben nicht. Ganz zu schweigen davon, dass diese ganze MPU-Scheiße eine Heidenkohle kostet, die du nicht hast. Mehr möchte ich gar nicht. Vielleicht ab und zu mal ein 100er aufs Seiten legen, einmal im Jahr einen Urlaub machen oder einmal alle 2 Jahre. Und meine Ruhe natürlich, logisch, klar. Und vielleicht irgendwann dann mal das Glück, vielleicht doch mal eine Frau oder was zu finden. Und mit einer Frau dann wirklich Kinder oder irgendwas, weißt du? Einer der letzte Mensch auf der Welt, der Kinder kriegen sollte, bist du. Manchmal echt das Gefühl, ich habe jetzt zu viel vom Leben und weiß nicht, aber dabei ist es in meinen Augen ist es eigentlich so, dass das Minimum eigentlich, was man sich wünschen kann. So, ich würde einfach gerne mein Leben ganz normal führen können. Einfach ganz normal laufen, ganz normal reden, ganz normal rumreisen. Rainer, um ganz normal laufen zu können, müsstest du 150 Kilo abnehmen.
das Problem, dass ich mich jedes Mal umdrehen muss, um zu sehen, ob hinter mir jemand fotografiert, ob mich jemand filmt, ob jemand aufpasst, wo ich hingehe, aufpasst, was ich mache. Ja, jetzt gut, jetzt streame ich mit Hintergrund gerade, weil ich jetzt nicht möchte schon wieder auflegen, wo ich bin, auch nicht in der Nähe, wo ich bin, weil ich einfach grundsätzlich, ich möchte auch mal wieder einen Stream machen können für eine Stunde oder mal so, weißt du, weil heute ist jetzt mal ein Stream geplant für 2-3 Stunden. Hast du deinen Chat aus gerade oder hast du den an? Der Chat ist auf Mitgliedschaft, weil wenn du die hast, ne, dann hast du nur Beleidigungen. Ich habe gestern 2.000 oder 3.000 neue, was ich gerne mal möchte. Ich möchte mal schauen, ob ich irgendwie diese ganzen folgt mir, kommt gerade rein oder so ausblenden kann, damit ich die Leute, die schreiben, auch sehe und auch lesen kann. Rainer, dafür müsstest du lesen können. Ja, es liegt nicht an diesen ganzen Dingern, die da sonst reinkommen. Es liegt daran, dass du ein Analphabet bist. Erstmal danke an jeden, der hier durchfolgt, auch wenn es Haters sind. Und, ja, wie gesagt, ich versuche halt einfach ein bisschen so mein Leben zu führen. Nicht mehr so viel ausrasten, das wollen die Leute ja. Die wollen ja, dass du ausrastest. Ja, der Witz ist aber, wann bin ich das letzte Mal ausgerastet? Weißt du das? Ich weiß es. Weiß ich. Boah, das kann ich da gerade gar nicht sagen. Ich erinnere mich an die Geschichte auf dem Parkplatz vom Rewe. Da war Quiz zwischendurch nochmal irgendwas, wo er irgendwelche Leute angepöbelt hat. Ich kenne das ja auch nur von den Videos, als du da in einem alten Haus da noch gewohnt hast. Da bist du vielleicht mal ausgerastet so. Und das war das letzte Mal, dass ich ausgerastet bin. Nein, Rainer, das war es nicht. Und man sieht es dir trotz diesem komischen, was auch immer das ist, was du dir da drüber gelegt hast, an der Fresse an, dass du wieder lügst. Das da auf dem Rewe-Parkplatz, das ist keine 3 Monate her. Und das Haus hast du vor einem Jahr verlassen. Seit ich das bin ich voll chillig drauf. Ja, du bist super chillig drauf. Das hat man gemerkt, wenn du wie ein Gasnarrischer über die scheiß Autobahn gepaced bist. Ohne Rücksicht auf Verluste im wahrsten Sinn des Wortes. Vollkommen gestört gefahren. Dass da niemand draufgegangen ist, ist ein Wunder. Man hat's gemerkt, wo du an die Parkbank hingemettelt bist mit deinem Ford. Vor lauter Zorn. Wo du ausgestiegen bist und den anderen beim Fenster neigelangt und neibrüllt hast. Das ist alles kein Jahr her. Ich bin zu Hause oder ich bin unterwegs. Ich bin im Livestream. Und dann weiß ich, es sind Leute vor meiner Tür, habe ich immer Unruhe im Kopf. Ich komme nicht zur Ruhe. Aber jetzt, ich hab meine Sachen hier dabei, es weiß niemand, wo ich bin und ich bin hier entspannt und ich bin gechillt. Die Leute nennen das immer Brüllheulen und so weiter. Aber ja, das Brüllheulen. Brüllheulen. Ach ja, der gute legendäre Geburtstag. Ohne Scheiß. Dieser Nervenzusammenbruch von ihm, der wird nicht alt. Ich kann mir die Scheiße immer wieder anschauen. Jedes Mal, wenn wieder einer irgendeine Zusammenfassung oder sowas rausballert. Ey, ich schaue es mir jedes Mal wieder an. Ja, haut ab, bevor die Bullen kommen. Ne? Das ist großartig. Weil die verstehen gar nicht viele verstehen den Hintergrund hinter diesem Brüllheulen, wie sie es bezeichnen. Nee, wir verstehen den Hintergrund hinter deinem Brüllheulen schon sehr gut, Rainer. Bezeichnen gar nicht. Der Grund ist nämlich nicht, dass ich irgendwie extrem aggressiv bin. Doch, Rainer, doch. Der Grund ist, du bist ein bisschen dumm und hast deine Aggressionen nicht unter Kontrolle. Das ist der Grund fürs Brüllheulen, ne? Oder böse bin oder sonst was, sondern der Grund hinter dieser Aktion ist einfach nur, dass die einfach mein Leben und meine Sachen kaputt gemacht. Und das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Ja. Die Möglichkeit haben sie. Nee, das Leben, man kann ja nichts mehr kaputt machen. Da, wo nichts mehr ist, wo er kriegt gleich wieder so einen Schnörres, oder? Gar nicht. Und deswegen bin ich auch viel entspannter. Also bei mir, ich raste ja auch manchmal hier im Stream aus, das ist aber Content. Hey, da bitte, kann man die bitte beide in dieselbe Zelle stecken? Alter, das irgendwo, ne, in einem Haus, wo die Türen nur Außentürklinken haben, ne, wo es morgens, mittags, abends die richtigen Medikamente gibt. Geht das? Bitte. Das mache ich jetzt bei dir nicht, dich habe ich vorgewarnt, aber normalerweise ist das so ein bisschen auch mein Content hier, einfach mal auszurasten, dass ich die Leute zum Lachen bringe, so ein bisschen. Es ist erbärmlich, oder? Was heutzutage als Content durchgeht im Internet, so als Content Creator, sich einfach
benehmen wir nicht mal ganz gescheit. Ja. Aber, Ja, das passt ja vom Stil her auch. Bei mir war es ja so, Was denn vom Stil her? Was ist das denn für ein Stil? dass ich halt auch nur deswegen ausgeflippt bin, weil die halt wirklich mein Leben zerstört haben, meine Sachen zerstört haben, Menschen auf die, oder auf Menschen von mir losgegangen sind und so weiter. Auf Menschen von ihm, Rainer, wie viele Menschen besitzt du denn? Oder wie viele hast du besessen? Also auf Menschen von mir sind die losgegangen. Was ist da los? Sklaverei gibt es nicht mehr in Deutschland, schon sehr, sehr lange nicht. Also. Und ganz ehrlich, ja. zeig mir einen Menschen, der da nicht ausrastet. Viele im Bekanntenkreis haben immer gesagt, die verstehen auch überhaupt nicht, dass ich da nicht schon Schlimmeres angestellt habe. Ja, genau, die vielen in deinem Bekanntenkreis. Rainer, das sind deine ausgedachten Persönlichkeiten. Die kommen alle aus Denken. Du bist derjenige, der sagt, ja, ich hätte hier schon längst irgendwie Amok laufen oder sonst was sollen. Niemand in deinem Bekanntenkreis sagt, er versteht das nicht, dass du dann nicht irgendwen umgebracht hast. Weil du keine Bekannten mehr hast. Weil du alle Leute verscheucht hast, die irgendwann einmal irgendwas positiv mit dir zu tun haben wollten. Weil du einfach ein ekelhafter Mensch bist. Mit einem ganz widerwärtigen Charakter. Habe, weil Ja. der voll was die mir alles teilweise angetan haben, das ist ja auch nicht mehr normal. Freunde, hört auf den Drachen zu haten. Irgendwann ist auch mal gut, ja. Ich meine, ich tue ja eigentlich niemandem Es ist gut an dem Tag, an dem er sich aus dem Internet löscht. was so. Wenn die Leute Ist auf so. der Straße pöbeln, gehe ich weiter. Ja. Das hätte ich auch immer so gemacht. Ja, ich komme auch mit dir gut klar, also ich habe kein Problem mit dir. Also. Und die Leute, mit denen ich ein Problem habe, denen gehe ich normalerweise aus dem Weg, weißt du? Aber die Hater, Ja. die mit mir ein Problem haben, die gehen mir nicht aus dem Weg, sondern die gehen auf mich zu. Also da provoziert man doch den Konflikt nur. Ja, weil du sie im Internet versucht hast, stumm zu schalten, Rainer. Du hast die Leute versucht, im Internet stumm zu schalten mit dürfen nur Leute, Zahlschweine dürfen nur kommentieren und so weiter und so fort. Und dann haben die Leute gesagt, ja, dann sagen wir es ihm halt im richtigen Leben. So. Anstatt der Person Ja. aus dem Weg zu gehen, der keinen Bock hat, geht man auf die Person los. Was ist denn das für ein Verhalten? Also das geht mir nicht in die Birne. So sieht die Welt aus, leider. Ja, ist wirklich so schlimm. Ja, die Gerechtigkeit ist halt was anderes, ne? Irgendwann ist. Die Gerechtigkeit wäre, dann wärst du nämlich im Knast. Wenn es Gerechtigkeit gäbe, wärst du jetzt im Knast. Der hättest du ein Dach über dem Kopf. Dann müssen wir jetzt nicht um Barren nicht betteln. Sag mal wirklich gut mit. Aber siehst du auf TikTok, es gibt ja auch Leute, die dich mögen, sonst würden sie dich ja nicht checken, so, ne? Ich will einfach nur, dass die Leute lachen können. Ich will den Leuten zeigen, dass man sich auch von so einem Scheiß nicht unterkriegen lassen muss. Ich meine, ich habe in meinem Leben, weiß Gott, genug Scheiße erlebt, aber ich ziehe halt trotzdem mein Ding durch und ich würde mir auch nie im Traum einfallen lassen, einfach das Handtuch zu werfen. Ich habe genug Scheiße erlebt, aber ich mach's trotzdem weiter. Egal wie scheiße alles ist, ich mach stur dumm weiter, obwohl alles an diesem Universum mir sagt, dass es dumm ist, was ich mache, dass ich einen anderen Weg einschreiten sollte. Nein, ich gehe sturheil geradeaus weiter in mein Verderben und danach beschwere ich mich, dass Leben scheiße ist. Rainer, checkst das nicht, oder? Nur weil ich mit irgendwas nicht klarkomme oder so. Wofür denn? Was bringt mir das? Wie komme ich damit weiter? Ja, viele fühlen sich auch halt getriggert, weil du gesagt hast, ihr werdet mich nie besiegen, glaube ich. Das ist ja auch so eine Sache. Der Grund, warum ich das gesagt habe, da war ja nicht mit gemeint, dass ihr mich nicht aus dem Haus kriegt. Damit war nicht gemeint, dass ihr mich finanziell vielleicht ruiniert, sondern damit war gemeint, dass ihr meinen Willen nie brechen werdet. Und Ja, Rainer, weil du stockstur und brunzblöd bist. diesen Willen werden sie nie. Und das sind keine Tugenden, Rainer. Es ist keine Tugend. Es gibt willensstarke Menschen und es gibt Leute, die stockstur und brunzblöd sind. Und das ist ein Unterschied. Die einen, die setzen sich ein Ziel und versuchen das zu erreichen. Die sehen dann aber, auch wenn es hoffnungslos ist, okay, nee, es war jetzt vielleicht nicht der Weg für mich. Und dann gehen sie einen anderen. Und du denkst dir, nein, das ist wie bei meinen Animes. Ja? Ich muss das jetzt einfach erdulden und am Ende fliegt mir alles in den Schoß. Ja? Ich muss jetzt einfach leiden und je mehr ich gelitten habe, desto mehr kriege ich am Schluss. Dann habe ich 5 Playboy-Weiber als Freundinnen und der Geldregen setzt ein und alle knien sie nieder vor mir und huldigen dem großen Drachen. Und so läuft's Leben nicht, Rainer. Wenn alles auf der Welt dir sagt, dass du auf dem Holzweg bist, dann würde ich
mir ernsthaft einfach überlegen, einen anderen Weg einzuschlagen. Anstatt einfach stur den scheiß Holzweg weiterzugehen. Das wird niemals passieren, weil dieser Wille einfach viel stärker ist als alles andere. Na, weil du zu dumm bist, es einzusehen. Deswegen. Das hat mit deiner Willensstärke überhaupt nichts zu tun. Aber das hat ja nichts mit meiner... Und weil das Bedürfnis, nicht arbeiten gehen zu müssen, bei dir allem anderen übersteht. Alles andere scheißegal. Hauptsache, du musst nicht früh aufstehen und tatsächlich irgendwo malochen für dein Geld. Weil das unter deiner Würde ist. Das ist die oberste Prämisse. Und wenn du dafür auf der Straße leben musst und Scheiße fressen den ganzen Tag, ist es vollkommen wurscht. Hauptsache nicht arbeiten gehen. Materialen Leben zu tun. Das, was die zerstören, das kann jeder zerstören, wenn er die richtigen Anlaufpunkte hat. Ja, so ein Leben wie deins, das kannst sogar du zerstören, was du auch getan hast. Aber das andere kann man nicht zerstören. Und ich glaube, ich habe gerade die 50 Abonnenten geknackt. Hier sowieso auf TikTok ist sowieso, sind die meisten Hater unterwegs, aber die meisten verzeihen auch und irgendwann ist auch mal gut mit den Hates. So, machen wir ein neues Ziel rein. Da hat er tatsächlich recht. Die meisten Leute verzeihen. Oder ist es ihnen irgendwann egal? Wenn die Personen sich ehrlich entschuldigen und tatsächlich was ändern. Aber das sind beides Dinge, die Rainer nicht tut. Wie genau funktioniert es eigentlich mit den Zielen? Wird es eigentlich angezeigt? Ja, ne? Das war, glaube ich, ein Geschenkziel. So ein Vollmond habe ich da jetzt genommen, gerade mal. 20 Vollmonde. Weil was genau bewirken diese Ziele? Ist einfach nur, dass die Leute einfach einen zusätzlichen Marker haben. Ja, irgendwie sowas. Jetzt habe ich die ersten 50 Abonnenten. Das sind halt so meine ersten Abonnenten. Die ersten Abonnenten, es fängt wieder an wie auf YouTube. Ja, 50 Abonnenten, da muss gleich gekleckst werden. Rainer, los, ab. Sofort wieder Autogrammkarten drucken lassen. Schnell. Bist schon wieder hinten dran. Die Sache ist nur, ich weiß gar Und dann Posterverkauf vom Reichstagsgebäude in Berlin machen. nicht, was Wie geil wäre das, wenn er das ein Bumsladen aufbasteln wird und sie hinhocken und Poster verkaufen. Und dann die Bullen kommen, die anpöbeln. was ich da angeben soll als Ergebnis für die Ziele, als Belohnung für die 50 Abonnenten einfach mal eine Stunde oder 1,5 Stunden Stream, wenn nicht irgendwas Gravierendes dazukommt, wie zum Beispiel. Rainer, du streamst zurzeit permanent. Als Belohnung eine Stunde Stream. Als Belohnung, Rainer, als Belohnung nicht mehr streamen, das wäre was. Ja, ich streame jeden Tag eine Stunde und wenn ich ein Ding erlebe, dann kriegen sie eine Stunde Stream als Belohnung. Ja, geil. Rainer, ja, richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn mir mein Arbeitgeber meine Kohlen überweist, dann überlege ich mir was Besonderes, so wie, keine Ahnung, als Belohnung gehe ich mal 40 Stunden arbeiten nächste Woche. Dass Hater plötzlich mein Zimmer stürmen oder sowas. Ja, die sind gut zugange, auch bei mir im Chat, krank, Alter. Richtig krank. Raptor, du bist Modi. Bei mir, mach mal ruhig deine Zündschnur so kurz, wie du bei Rocky hast, wenn jemand beleidigt oder irgendwie Scheiße reinschreibt, sofort stumm. Richtige Normalität, also so richtige Normalität werde ich wahrscheinlich nie wieder bekommen. Aber es wäre halt zumindest schön, wenn ich halt einkaufen gehen könnte, ohne dass mir Leute irgendwie den Arsch treten wollen. Es wäre schön, wenn ich mal 2 Wochen irgendwo in ein Hotel gehen kann und auch filmen kann oder streamen kann, ohne jetzt einen Greenscreen zu nutzen, weil halt einfach die Leute das akzeptieren, dass ich da bin, ohne dann irgendwelchen Blödsinn anzustellen. Ja, das wäre schön für dich, aber das wird leider niemals passieren. Also aus deiner Sicht leider. Meiner Meinung nach, Gott sei Dank, wird das niemals passieren. Solange du deinen kreisligen Grind ins Internet pimmelst, wirst du keine Ruhe mehr haben. Und du musst jetzt irgendwann einmal begreifen, dass sich zu löschen der einzige Weg aus dieser Scheiße raus ist. Ja, das wäre für mich dann Normalität, weil eine Normalität, wie es für mich eigentlich normal wäre. Das heißt, frühes Aufstehen, auf Arbeit gehen, heimkommen und dann. Rainer, das ist ein absoluter Albtraum für dich. Rainer, frühes Aufstehen, Arbeit gehen, ist ein absoluter, deswegen machst du doch die ganze Scheiße. Und dann halt zu Hause vielleicht noch ein paar Stunden zocken oder so mit Kumpels oder irgendwie weggehen am Wochenende. Sowas als Normalität wird bei mir nicht mehr eintreten. Das hättest du alles haben können, Rainer. Das hättest du alles haben können.
du hättest damals, nachdem dein Vater gestorben ist, einfach weiter arbeiten gehen können. Und du hast ja gedacht, geilo, der Alte ist unter der Erde, der hat mir ein bisschen was übrig gelassen. Und hurra die Gamsen, jetzt wäre der große YouTube-Star. Dann hauen wir nochmal schnell 10.000 Euro auf den Kopf für irgendwelche komischen Chatbots. Wie der hinterletzte Dulli. Weil dafür bin ich einfach von der Reichweite her zu groß. Und sind wir mal ehrlich, ich bin als Sonderschüler schlecht genug gewesen. Ich werde niemals einen halbwegs vernünftigen Job hinkriegen, wo ich halbwegs vernünftig Kohle kriege. Ich werde gerade... Ja, Rainer, das ist traurig. Aber zum einen, ich kenne auch Sonderschüler, die halbwegs vernünftige Jobs bekommen haben. Allerdings sind die dann auch, als sie auf der Sonderschule waren, tatsächlich zur Schule gegangen. Und haben versucht, noch was draus zu machen. Ja? Schlechte Startbedingungen, haben aber dann trotzdem irgendwie einen Arsch zusammengezwickt, haben es dann geschafft, noch ein Quali zu machen und sind dann in einen Ausbildungsberuf gegangen. Und da verdienen sie jetzt ganz stinknormal. Und die leben ein gutes Leben. Mit ehrlich verdientem Geld. Ja, und sind wertvolle Mitglieder dieser Gesellschaft. Das hast du nicht hingekriegt, weil du nämlich der Meinung warst, du musst überhaupt gar nicht in die Schule gehen. Weil das ist ja auch Arbeit etc. Und arbeiten, das mag aber der Reine überhaupt nicht. Also arbeiten mag er noch weniger wie fette Weiber. Das ist ja fürchterlich. Ja, da muss man ja was tun. Da kann man ja gar nicht fett werden dabei. Das ist ja schrecklich. Ich will lieber Pokémon schauen und Zellat spielen. Du fetter Pimmelkopf, du. Ich hatte gewarnt, dass ich dich warne. Jetzt bist du Ziel von den Hatern. Also jetzt wollen sie auf dich losgehen. Freunde, mich kann keiner haten. Ich bin unhatebar. Sei vorsichtig. Challenge accepted. Ja, aber inzwischen wenigstens. Zähne hat auch keine mehr in der Fresse. Sind sie schon mal 2. Aber er hat sich ja Gott sei Dank inzwischen von ihm distanziert. Solche Aussagen habe ich auch getätigt in der Vergangenheit und du weißt, was dabei rausgekommen ist. Da hast recht. Freunde, bleibt mal gechillt. So. Ich tue hier niemandem was. Ich kann den Rainer verstehen. So. Und ich bin hier jetzt im Obdachlosenheim und mein Job ist Pfandflaschen sammeln. Und deswegen, ich bin ja auch schon unten auf dem Boden angekommen in der Gesellschaft. Ja. Wir hocken jetzt hier, wir tun beide niemandem was, wir unterhalten uns miteinander und im Chat. Und jetzt die Leute auf dich losgehen. Warum? Wieso macht man sowas? Das ist doch Schwachsinn. Du hast doch jetzt... Weil er dich verteidigt und weil du mal wieder provozierst. Niemandem was getan. Ich habe niemandem was getan. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Ist wirklich so. Jemand, der niemandem jemals was getan hat, der wird nicht mehrfach wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Just saying. So, ja. Jetzt liest er wieder irgendwas vor. Leute, das war wirklich, ich habe mir den Scheiß für 5 Minuten angeschaut, wo er diesen Hogwarts-Brief vorgelesen hat. Ich habe mir gedacht, ich schmeiß alles an die Wand. Er hat nicht mal Hogwarts Legacy richtig vorlesen können. Und dann hat er behauptet, das ist, weil er krank ist. Es ist unfassbar. Der Schulabschluss so sein mag. Mach dich nicht selbst schlecht. Ich mache mich nicht selbst schlecht, ich bin nur Realist. Ja, du bist schlecht und du bist nicht realistisch. YouTube und meine Livestreams und das ganze Zeug, das ist aber ein Beruf, mit dem ich auch Geld verdienen kann, mit dem ich auch... Nein, du hast keinen YouTube-Kanal mehr. Und was du tust, wie du es im letzten Stream gesagt hast, ist betteln. Du verdienst nicht. Genug Geld verdienen kann, um ein vernünftiges oder ein gutes Leben zu führen. Jetzt auch nicht irgendwie wie die Made im Speck, das ist nicht mein Stil. Rainer, du bist der Speck und die Made. Und zwar ranzliger, alter, gammeliger Speck. Dass jemand, der so arbeitsfaul ist wie du, sich so fett fressen kann, ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, ganz ehrlich. Ich möchte arbeiten gehen können oder meine Arbeit mit YouTube machen. Ich möchte vielleicht mit anderen Leuten irgendwie mal Projekte zusammen machen. Ich möchte vielleicht auch was erreichen, wie zum Beispiel was gegen Mobbing oder so unternehmen. Ich möchte gerne grundsätzlich einfach versuchen, ein halbwegs vernünftiges Leben mit Leuten zu führen, damit man nicht immer so... Rainer, wenn du was gegen Mobbing unternehmen willst, dann lösch dich aus dem Internet. Hier, der große Anti-Mobbing-Jesus. Erinnert euch noch an die Bibelband-Geschichte? Klar, der Bibelband war nicht echt so, das war gespielt von dem, aber das wusste Rainer nicht. Das wusste Rainer nicht. Und Rainer hat sich gedacht, boah geil, da ist endlich mal einer, der ist noch dümmer wie ich, den kann sogar ich fertig machen. Und deswegen ist er bei dem ins Streamen reingegangen. Und aus keinem anderen Grund. Aus keinem anderen Grund. Der große Anti-Mobbing-Jesus.
so eine Scheiße an der Backe hat. Bedauerlicherweise ist das etwas, was auch letzten Endes dann von anderen akzeptiert werden muss. Und das ist eben oft. Nein. Deine Scheiße muss überhaupt niemand akzeptieren. Du musst das Echo akzeptieren, das du dafür kriegst. So rum wäre der Schuh draus. Der Fall. Ja, das kommt alles mit der Zeit. Vor allem, das geht jetzt seit 10 Jahren so, ne? Wenn du die Schulzeit noch mitrechnest, sind es 20 Jahre. YouTube sind jetzt mehr als 10, also es geht jetzt dann auf 11 Jahre zu, genau. Ende des Jahres sind es dann etwa 11 Jahre. Und Mobbing in der Schule hatte ich etwa 10 Jahre. Das heißt jetzt. Rainer, du bist in der Schule nicht gemobbt worden, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Rainer, du warst schon immer der Täter und du hast dafür dein Echo gekriegt. Und hast dann gesagt, das ist Mobbing jetzt, Adler. 20 Jahre im Ganzen. Alles braucht seine Zeit, so. Du kannst jetzt nicht von heute auf morgen deine Hater ignorieren, so, aber mit der Zeit, irgendwann müssen die ja auch mal klarkommen, weißt du? Irgendwann müssen die auch mal erwachsen werden, so. Irgendwann reicht es ja wirklich mal. Irgendwann reicht es. Allein, dass du das Haus der Eltern... Warum läuft eigentlich der Underdulli einfach im Kreis durch seine Bude? Kann mir das einer erklären? Verlassen musstest, war viel zu weit. Das ist gar nichts, was mir so unbedingt wehgetan hat. Klar, es ist natürlich ungeil, weil ich jetzt keinen festen Wohnsitz mehr habe. Ich hatte natürlich für 2-3 Jahre auf mein Auto gehofft. Für mich ist das nicht. Rainer, du hast für 2-3 Jahre auf dein Auto gehofft, zum Zeitpunkt, wo du schon seit Monaten gewusst hast, dass du deinen Lappen abgeben musst. So ein Ding gewesen, da irgendwie, dass ich das Haus verlassen habe, weil ich habe schon immer eigentlich so ein bisschen Fernweh auch gehabt. Ich wollte mal ein bisschen rumreisen. Rainer, warum hast du dann in letzter Zeit dann immer wieder gesagt, ja, die haben dafür gesorgt, dass ich mein Haus verloren habe und meinen ganzen Besitz, und jetzt sagt er, ja, das Haus hat mir eigentlich nie was bedeutet, ist mir scheißegal, dass das weg ist. Wie es gerade passt. Einmal hier, ich bin das arme Opfer, die haben mich aus meinem Haus rausgemoppelt. Und ja, ich bin ja der harte Typ und das Haus hat mir eigentlich nie viel bedeutet und so weiter und so fort. Ich hatte allerdings gehofft, dass ich dieses Jahr noch mal ein bisschen weiter rausgehen kann. Aber warte mal kurz, mich spammt gerade jemand zu. Ja, ich werde ja auch ohne Ende zugespammt. Scroll runter, drück auf den Knopf und dann war's das. Dann ist die Person gebannt und die Nachrichten sind weg. Und dann mache ich mir einen Arsch ab. Ja, aber hier auf TikTok, wenn du einen bannst, die machen sich dann Fake-Account und kommen dann wieder mit einem anderen Account wieder rein. Auf TikTok können sie nur was machen, wenn sie wenn sie Abo-Button haben, weißt du? Ach Mann. Ich war das erste Mal seit Jahren gestern wieder einen trinken. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine geile Sache war. Einfach rausgehen, einfach mal in eine Kneipe setzen für ein paar Stunden, einfach mal ein paar Jackies saufen. War richtig, richtig geil. Weil da stellt es euch vor. Der dicke Rainer sitzt alleine in irgendeiner Ranzborzen in Berlin. Ja, in der Ecke, spielt vielleicht auf der Switch, hat seine Kopfhörer auf und ballert sie 3-4 Jackie Cola in den Kopf. Das ist ein richtiger Traumabend. Das ist überhaupt nicht traurig, Rainer. Das ist überhaupt nicht traurig. Rainer, wenn ich in der Kneipe sitze, sitze ich da nicht allein. Das liegt vielleicht daran, dass ich kein räudiger Hurensohn bin. Ich habe da Freunde, die mit mir da drinnen sitzen. Und wir treffen uns regelmäßig. Wir gehen gerne in die Kneipe. Das ist eine Erfahrung, die du auch nie wieder machen wirst. Mit Freunden zusammensitzen. Und dann Herrgott und Gurden Mosei lassen. Richtig geile Aktion. Die Hater werden ja auch mal erwachsen. Die müssen auch mal langsam checken, dass es genug ist und also dass kein Mensch verdient. Die Mehrheit der Hater, die ich kenne, die sind nicht älter als, die sind nicht jünger irgendwie als 20, 25. Die meisten sind sogar deutlich älter, die sind eher in meinem Alter. Also es gibt natürlich auch Jüngere, es gibt auch mal so 15-, 16-Jährige, aber die Mehrheit ist tatsächlich um 20 bis 30. Eher noch 35, Alter, geht hier gerade irgendwas ab. Deine Hater haben kein Leben, ja. Ich quatsch die ganze Zeit von mir, ne? Voll scheiße. Die Hater, die quatschen immer irgendwas von Selbstreflexion, dass ich mein Leben selbst reflektieren soll. Und dann schaue ich an, wie die das Leben von anderen Leuten zerstören. Wo ist da bitte die Selbstreflexion? Da sehe ich auch kein Leben in der Hinsicht. Nein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die Hater sollen sich mal selbst reflektieren, weil sie auf dich losgehen. Ja, nein, du sollst dich selbst reflektieren, weil du schuld daran bist, dass es den Hate gibt. Die Hater selbst reflektieren sich genug. Die selbst reflektieren sich zum Beispiel, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, arbeiten gehen, ja, und einen Führerschein haben und ein Auto besitzen, um zu dir zu fahren, als du noch die Chance hattest. Die haben sich das leisten können. Das ist nicht der einzige Lebensinhalt dieser Menschen, sondern die haben sich das leisten können. Dann haben gesagt, okay, wir haben da ein paar Tage frei, dann fahren wir zum Rainer.
Und danach schauen wir uns das schöne Frankenland an. Trinken vielleicht ein paar Bier. In Franken gibt es sehr, sehr gutes Bier. Und hurra die Gams. Dann ist losgegangen. Also verstehe ich nicht, was das soll. Es ist diese Kindergarten-Argumentation jetzt gerade wieder. Dieses, Rainer, reflektier doch einmal dein Leben selbst. Reflektier dich mal selber. Reflektier du dich doch mal selber. Wie ein Fünfjähriger. Oder was es da gibt oder was da kommt oder so. Meine beliebteste Aussage ist ja die Aussage, krieg dein Leben auf die Kette. Ja, richtig. Krieg dein Leben auf die Kette. Wer zerstört denn mein Leben? Ich? Du. Ja, richtig, du. Punkt. Oder die Personen, die dafür sorgen, dass ich nicht in Hotels unterkomme, dass ich meine Videos nicht mehr machen kann, meine Streams nicht mehr machen kann. Rainer, du gehst die Kausalkette nicht weit genug nach hinten. Aber das habe ich da auch schon 1000-mal gesagt. Du gehst die Kausalkette nicht weit genug nach hinten. Denn das allererste Glied in dieser Kette, derjenige, der das alles beenden kann, bist du. Derjenige, der komplett dafür verantwortlich ist, dass diese Situation herrscht, bist du. Du gehst immer bloß bis zum Kettenglied die Hater. Und dann kommt aber noch ein riesen Rattenschwanz und am Ende von diesem Rattenschwanz bist du, der das in der Hand hat. Die dafür sorgen, dass ich, oder die der Grund dafür sind, dass ich meinen Führerschein abgeben musste. Gut, letzten Endes lag es daran, dass ich selber auf die Leute losgegangen bin, aber warum bin ich auf die Leute losgegangen? Weil du dich nicht unter Kontrolle hast und weil Brunspiesel blöd bist. Weil ich mich verteidigen musste oder weil mir irgendwann der Hut geplatzt ist. Und selbst dann habe ich mich selbst... Die Hutschnur oder der Kragen geplatzt, aber der Hut ist dir nicht geplatzt, Rainer. Obwohl bei deinem Fettschädel, da ist wahrscheinlich der Hut auch geplatzt. Hast du einen Cheeseburger zu früh gefressen und dann hat es Platsch gemacht. Situation immer noch so weit unter Kontrolle gehabt, dass ich keinen ernsthaft verletzt habe. Rainer, du hast dich nie unter Kontrolle gehabt und der Grund dafür, dass du niemanden ernsthaft verletzt hast, ist, dass du dich behindert gefressen hast und dass du körperlich nicht in der Lage bist, jemanden ernsthaft zu verletzen. Deswegen bist du immer wegen gefährlicher und nicht wegen schwerer Körperverletzung verurteilt worden. Wenn du nämlich jemanden mit deinen Händen ernsthaft verletzen könntest, dann wärst du wegen schwerer Körperverletzung verurteilt worden. Mit gefährlicher Körperverletzung wirst du konfrontiert, wenn du mit Gegenständen jemanden verletzt, die als Waffe geeignet sind. Und das bist nämlich du, der auf unbewaffnete Leute losgeht, mit irgendwelchen Stöcken oder mit irgendwelchen Pflastersteinen oder mit dem Auto sie überfahren will und. Weil du eine feige Muchte bist. Und dauerhafte Schäden verursacht hat, anders als bei mir. Wir wissen alle, wie er versucht hat, mit seinem Schwabbelärmchen da auf die Hand von dem einen, der die Hand am Tor hatte, einzuschlagen, der sich währenddessen geschmeidig einen abgelacht hat. Rainer, du bist körperlich nicht in der Lage, ohne Hilfsmittel jemanden ernsthaften Schaden zuzufügen, außer dir selbst. Wäre ich jemand anderes, ich will nicht wissen, was jemand für psychische Schäden davongetragen hat oder hätte. Sollen wir mal noch jemanden reinholen? Jemand Drittes? Ich weiß nicht, geht das? Erzähl mal, was sagst du denn zu der Sache hier? Kennst du die Situation überhaupt, ist die Frage erstmal. Ja, hast du schon mal Download gegoogelt? Also ich habe schon von dir gehört oder ich habe schon mitgekriegt, was da so teilweise passiert ist. Ich weiß nicht, vielleicht war auch so dein Auftreten im Internet ein bisschen falsch dran. Ja, also mein Verhalten war natürlich mit Sicherheit nicht das Beste, klar. Das habe ich auch immer wieder. Es war das denkbar Schlechteste, Rainer. Mein Verhalten war nicht das Beste, ist die Untertreibung des Jahres. Es war das denkbar schlechteste Verhalten, das man an den Tag hatte legen können. Ja, gesagt, ich habe mich auch für Aussagen immer wieder entschuldigt. Nein, das hast du nicht, aber das hatten wir schon. Aber, dass die Leute mich halt wirklich körperlich angreifen. Ich meine, ich wurde im Laufe der letzten 5 Jahre wurde ich angegriffen. Dreimal mit Schusswaffen. Halt dein Maul! Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn er diese Schusswaffenlüge erzählt, möchte ich ihm mit irgendwas richtig geschmeidig seine Fettfresse neu modellieren. Es ist unfassbar, wie aggro mich das macht. Beziehungsweise wurde ich bedroht mit Schusswaffen. Ich wurde 2-mal angegriffen mit Messern. Ich wurde 2-mal... Rainer, wärst du tatsächlich mit Schusswaffen und Messern angegriffen worden, dann wärst du jetzt tot. Wenn sich jemand die Mühe gemacht hätte, dich mit einem Messer zu attackieren, dann hätte er dir aufgeschlitzt. Aber das gebe ich da auch schriftlich. Es ist alles gelogen, Rainer. Es ist der Einzige, der mit irgendwelchen Waffen auf die Leute losgegangen ist, das bist nämlich du. Nee, 3-mal mit Schlagstöcken angegriffen, davon 1-mal verprügelt.
Ich wurde mit Steinen beworfen, die größer sind als meine Faust. Ich wurde mit Stöcken und Ästen angegriffen, die dicker sind als mein lass mal Kommentare an. Ist schon in Ordnung. Also ist schon heftig. Also nicht wundern, dass ich gerade schmunzel. Ich lache gerade über ein paar Kommentare, die ich hier gerade lesen muss. Danke, Sharon. Was? Sharing. Entschuldigung, ich kann deinen Namen nicht aussprechen. Ich möchte niemanden auf den Sack gehen, ich möchte niemanden auf die Füße treten, ich möchte einfach nur mein Ding durchziehen. Alles andere geht mir am einmal vorbei. Rainer, dein Ding geht den Leuten auf die Sack und tritt ihnen auf die Füße. Das ist das Problem an der Sache. Aber das darf man ja auch mal anscheinend. Ja. Hier schreibt einer gerade rein, es gibt so viele Videos, in denen Rainer gewalttätig ist, wie er lügt. Jeder Mensch lügt mal und gewalttätig. Es ist immer die Frage, wieso bin ich gewalttätig in dem Moment oder in der Situation oder in dem Video? Es ist ja nicht so, dass ich durch die Straße renne und den Leuten aufs Maul hau. Im Gegenteil. Ich renne ja noch nicht durch die Stadt und hau den Leuten aufs Maul. Also man muss Rainer, du kannst nicht rennen. immer die Warum lässt man ihn nicht einfach in Ruhe? Sehe ich auch so. Das war alles Reaktion auf Aktionen von Hatern, schreibt hier auch gerade. Hast eine Anne Waffel. Was für ein geiler Name. Hast eine Anne Waffel. Warum lügst du die Leute an? Sagst du, seist in Bayern, aber ich habe nicht gesagt, dass ich in Bayern bin. Ich sage, ich bin in Köln. Aber wurdest gestern noch in Berlin gesehen. Danach, wo es dunkel war, habe ich auch Bilder auf TikTok gepostet oder Videos auf TikTok gepostet, wo es noch hell war, wo ich in Berlin war. Ja, da hat die Leute richtig heftig an der Nase herumgeführt. Hatten wir vorhin schon. Ist schon klar, dass man Bilder zeitlich fälschen kann. Ich glaube nicht, dass ein Datum auf den Bildern war. Zumindest die, die ich gesehen habe, da waren keine Bilder, da waren keine Daten auf den Bildern. Also Datum und Uhrzeit. Also ich kann auch sagen, das Bild ist von gestern, dabei ist es 3 Jahre alt. Was mich mal interessieren würde, kann man Matches eigentlich auch zu dritt machen oder geht es nur zu zweit? Zu zweit oder zu viert? Da müssten wir noch einen reinholen. Ich guck mal gerade. Ja, ich habe nicht so viele, die sich bei mir trauen, mit reinzukommen. Ich überlege gerade, ob ich mir noch einen kleinen Happen zur Fatzen mache. Ich war vorhin einkaufen. Die Leute sagen immer, ey, wieso lügst du immer? Aber ich frage mich eigentlich immer, warum lügen immer die Hater? Ja, ich lüge nicht, die anderen lügen alle. Rainer, du bist weder ein Mobbing-Opfer noch ein besonders guter Lügner, aber du bist halt ein notorischer Lügner. Und dein Problem ist, dass du nicht verstehst, wo der Unterschied zwischen Mobbing und gerechtfertigtem Hass ist. Rainer, wenn 10 Leute dich piesacken, ist das Mobbing. Wenn es Zehntausende sind, dann liegt der Fehler bei dir. Zum Beispiel die Sache, es geht aktuell die Aktion rum, von wegen irgendwas mit Kindern, so. Das hatten wir ja vorhin auch kurz als Thema. Und dann frage ich mich halt, wenn ich wirklich irgendwas mit Kindern mache. Letztes Jahr wurden meine Sachen von der Polizei konfisziert, weil mir eben genau sowas und ähnliche Sachen vorgeworfen wurden. Ja, und wir wissen aus diesem T-Online-Artikel, dass die Polizei diese Sachen gar nicht durchgeschaut hat, weil die ja keinen Bock drauf hatten. Die Polizei hatte meine Sachen, die hatte die Daten, konnte das prüfen und es ist mir alles wieder zurückgegeben worden. Sie hätten es prüfen können, sie haben es aber nicht getan. Warum? Wenn da wirklich was drauf gewesen wäre, dann würde ich nicht hier sitzen, sondern wäre im Knast. Also, und dann heißt es immer, ich lüge. Er wurde rechtskräftig verurteilt, also Unschuld ist er nicht. Stimmt das? Jetzt wollte ich danach fragen, ob du deine Tiere hast. Er wurde rechtskräftig verurteilt, stimmt das? Pupp, Reinhard aus dem Bild verschwunden. Ich sehe lauter Kommentare, geh raus, geh raus, geh raus. Ihr hört mich nicht. Ja, das ist eine interessante Sache, ob er seine Tiere hat verhungern lassen. Oder was, wenn ich auf WhatsApp kurz raufschaue. Nee, ich habe keine Tiere verhungern lassen. Warum sollte ich Tiere verhungern lassen? Rainer, weil du ein verantwortungsloses Stück Scheiße bist, das sich immer wieder irgendwelche Hamster geholt hat, weil er der Meinung war, dass er mit Clickbait betreiben kann, und als das nicht funktioniert hat, nach ein paar Tagen dir die Hamster am Sack vorbeigegangen sind und du sie hast verhungern lassen und den Leuten dann auf die Nase gebunden hast, die würden fucking Winterschlaf halten. Du widerliches Stück. Du ekelst mich sowas von an. Diese Scheiß... Bei den Viechern, da kriege ich immer Zustände, ey. Ich krieg Zustände. Wenn man sich ein Viech anschafft, dann hat man eine Verantwortung dafür. Und wenn man das Vieh einfach verhungern lässt, einfach nur, weil man zu fett und zu faul ist, dem Viech was hinzustellen, so ein Hamster, der frisst jetzt nicht die Welt. Ja, um den kann man sich schon kümmern. Und wenn man aus reiner Faulheit das Viech eingehen lässt, mehrere von diesen Viechern eingehen lässt, da platzt mir der Kopf, sozusagen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich bin ein tierlieber Mensch schon immer gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viel Arsch voll Tiere gehabt mein Leben lang. Von Schildkröte bis hin zu Fischen.
keiner von den Hatern war je in meinem Haus zu der Zeit, schon gleich gar nicht zu der Zeit, wo ich einen Hamster hatte. Wie kommt man auf die Idee, dass ich einen Hamster verhungern habe lassen? Wenn überhaupt, habe ich den Hamster höchstens überfüttert. Und selbst das habe ich nicht gemacht. Also ja, komm. Das ist wieder so plump gelogen einfach. Ja, wenn, dann habe ich ihm zu viel zum Fressen gegeben. Das wäre auf der einen Seite genauso schlimm, ja, weil du damit auch umgebracht hättest. Und auf der anderen Seite, aber sogar das habe ich nicht gemacht. Es ist so plump gelogen, Rainer. Es ist so plump gelogen. Also, wenn überhaupt, hat der Hamster zu viel Futter als zu wenig gehabt. Gerade ein Hamster, weißt du? Was mit dem Pferd passiert ist. Gut, mir den Gefallen und lass solche Fragen weg. Das Pferd ist 30 Ich will die Fragen nicht hören, weil da müsst ihr wieder lügen. Jahre alt gewesen, 35 Jahre alt gewesen, das ist einfach nur an Altersschwäche gestorben. Und ganz ehrlich, das ist auch so eine Sache, wo ich mich tierisch drüber aufregen könnte, wenn ich sowas höre, das Tier ist am Verhungern. Das hat eine gigantische Wiese gehabt, das hatte mehr Auslauf als manche andere Pferde. Rainer, das Viech kann nicht von der Wiese alleine leben. Das braucht auch Pflege. So ein Pferd ist mit eins der aufwendigsten Viecher, die du haben kannst. Und richtig teuer. Allein das Futter für so ein Viech geht in die Hunderte von Euro jeden Monat. Und du hast dieses... Es ist mir vollkommen wurscht, ob das mal das Pferd von deiner Mutter war oder sonst irgendwas, dann ist die genauso widerlich wie du. Wenn die sich um das Viech nicht gekümmert hat. Aber man hätte es weggeben können. Irgendwo in einer... was weiß ich, in so einer Tierauffangstation oder keine Ahnung. Aber es dann nicht jahrelang unterernährt auf der Wiese rumstehen lassen. Und davor noch flexen, hier, das ist mein Pferd, weil es der Meinung war, dass er Pussy Magnet ist. Das hatte mehr zu futtern als manche andere Pferde. Ich habe Pferdeställe gesehen, die haben vielleicht 2x2 Meter, können sich einmal umdrehen und haben unter sich nicht einmal Gras, sondern nur Matsch und Schlamm. Und das Pferd hatte eine gigantische Wiese, wo überall Gras und sogar Wasser und alles war. Also, was ist das für ein Schwachsinn? Irgendwie hast du das Küken gedrückt oder sowas, steht hier im Chat. Wie gesagt, tu mir den Gefallen und lass diese Fragen. Das ist Hater-Gedöns. Damit wollen die mir nur auf den Sack gehen. Das ist ja aber eigentlich auch offensichtlich. Von Küken weiß ich zum Beispiel überhaupt nichts. Es wird irgendein Schwachsinn behauptet, aber das ist schon wieder so alt, da habe ich nie drauf geachtet, was die davon mir. Rainer, war das nicht in deinem eigenen Podcast von letztem Jahr mit den Küken? Oder? Wollen. Von Küken weiß ich gar nichts. Das letzte Mal, dass ich ein Hühnchenküken gesehen habe, das war, kann auch sein, 16 oder so. Was du wirklich im Knast habe, ist nie wirklich verstanden. Nee, ich war nicht im Knast. Ich bin auf Bewährung wegen den Leuten, denen ich aufs Maul gehauen habe von meiner Haustür. Wenn irgendeine aggressive Handlung von mir ausgegangen ist, dann immer nur von meinem eigenen Grundstück oder von meinem eigenen Haus, weil die Leute auf mich losgegangen sind. Rainer, du hast versucht, die Leute mit dem Auto zu überfahren. Das war nicht direkt vor deinem eigenen Haus. Das sind die einzigen gewaltsamen Handlungen, die ich gemacht habe, zumindest in der Zeit von YouTube. Was vor der Zeit war, wo ich noch als Jugendliche hat man natürlich hier und da mal Blödsinn gemacht, aber das hat ja damit nichts zu tun. Und ich bin ja auch grundsätzlich kein gewalttätiger Mensch, also mal abgesehen davon. Ja, krass. Die Kommentare, die eskalieren ja auch komplett, ey. Es braucht alles seine Zeit. Du hast deinen Führerschein nicht mehr wegen aggressiven Fahrweise und weil du zur MPU gegangen. Also erstens war ich nie bei der MPU, ich wollte die MPU machen. Ja, wahrscheinlich ist das so auch da gestanden, weil du nicht zur MPU gegangen bist. Aber du warst schon mal wieder zu dumm, das vorzulesen. Und ja, du warst nicht bei der MPU und das ist das Problem. Die haben dir gesagt, Herr Winkler, Sie haben Zeit bis Ende März uns, ja, das müsste ein halbes Jahr gewesen sein. Ja, im September das Bescheid gekriegt, dann Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Sie haben ein halbes Jahr Zeit, diese MPU zu machen. Und ansonsten, wer der Lappen zwickt. Und dann hast du gesagt, oh, lass sie reden. Ja, das wird wie bei der BLM sein, so. Ich mache einfach nicht dergleichen und ich werde schon keine Konsequenzen zu spüren bekommen. Und dann haben die gesagt, Herr Winkler, Sie haben nicht dergleichen getan, Sie bekommen jetzt Konsequenzen zu spüren. Und dann hast du gesagt, ihr seid alles Hater, etc. Ihr seid alles Hater, nehmen die mir einfach den Führerschein weg. Einfach so aus heiterem Himmel. Und zweitens, ich habe das nicht wegen aggressivem Fahrverhalten, sondern ich habe das... Ja, aber auch dafür hätten wir dann nimmer kennen. Wie gesagt, du hast versucht, Menschen zu überfahren mit deinem scheiß Auto. Von deinen Fahrkünsten auf der Autobahn
hier 3 Spuren schneiden und sowas bei, ich weiß nicht was für Geschwindigkeiten, ganz zu schweigen. Ich bin heilfroh, dass du keinen Lappen mehr hast. Weil ich den Leuten aufs Maul gehauen habe. Noch einmal, ich habe meinen Führerschein nicht verloren oder nicht abgeben müssen, weil ich was mit dem Auto falsch gemacht habe. Im Gegenteil, ich halte mich mehr an die Verkehrsregeln als alle anderen. Rainer, dich haben sie schon angeschissen dafür, dass du dich gefilmt hast während dem Autofahren, was nicht erlaubt ist. Ja. Du bist gefahren wie ein vollkommenen Irrer einfach. 180, sage ich bloß. Du bist gefahren wie eine gesenkte Sau. Er hält sich mehr an die Verkehrsregeln als alle anderen. Wo in den Verkehrsregeln steht denn drin, man darf keine Leute überfahren, es sei denn, man heißt Rainer Winkler und fährt einen kleinen blauen LKW. Ja, ich habe mal die eine Situation gehabt, wo ich auf die Wiese rübergefahren bin vom Nachbar. Das ist aber auch eine andere Situation gewesen. Und abgesehen von... Warum ist das denn eine andere Situation? Da fängt sogar er zum Lachen an. Rainer, warum ist denn das eine andere Situation? Warum? Abgesehen von allem anderen, ich fahre deutlich besser als die meisten anderen im Straßenverkehr. Wenn ich da mal manchmal anschaue, wie manche Auto fahren, da kommt mir das blanke Kotzen. Die fahren raus, obwohl da einer mit 200 angeschossen kommt. Die, keine Ahnung, blinken nicht beim Blinken müssen. Keine Ahnung. Neulich bin ich... Die blinken nicht beim Blinken müssen. Ja, Rainer, man merkt an deinen Aussagen, dass du was den Straßenverkehr angehst, bist der richtige Experte. Also, Rainer, mach doch eine Fahrschule auf. Achso, stimmt, du hast ja keinen Führerschein. Unfassbar. Gewesen, da fährt mir fast einer, also da bin nicht ich gefahren, sondern bin ich Beifahrer gewesen und der fährt mich fast über den Haufen, weil der rausfahren wollte, als wir vorbeigefahren sind, wäre uns fast voll in die Seite reingekracht, wäre ich fast matsch gewesen. Also... Ja, irgendwann ist auch mal gut. Ich finde es halt lächerlich, wenn Leute immer über Sachen erzählen, wo sie überhaupt keine Ahnung haben, weil sie nicht dabei waren. Dann heißt... Rainer, du bist derjenige, der immer über Sachen erzählt, wo er keine Ahnung davon hat. Aber sowas von. Immer, weil meine Geschichten sich nicht mit den Hatern decken. So. Aber die Hater sind doch offensichtlich die Menschen, die Schaden anrichten wollen. Also sprich die Menschen, die alles tun würden, um dafür zu sorgen, dass ich unglaubwürdig bin. Rainer, diese Logik, die kannst du genauso gut umdrehen und sagen, Rainer, du bist doch offensichtlich derjenige, der Schaden von dir abwenden will. Also hast doch du die meisten Gründe dafür, tatsächlich zu lügen. Das kann man von beiden Seiten sehen, Rainer. Es ist super dumm. Es ist kein Argument, was du da bringst. Wenn ich euch jetzt sage, wie es war, und wenn Hater danke. Dann ist halt die Frage, alles gut, dann ist halt die Frage, wem glaubt man? Glaubt man der Person, die wirklich dabei war? Glaubt man der Person, die im Internet überall als Lügenlord bekannt ist? Weil er nachgewiesenerweise permanent lügt und diese Lügen so weit durchzieht, so lange, bis er es wirklich nicht mehr leugnen kann, dass es gelogen ist. Ey, diese ganze Madeira-Scheiße, die labert der bis heute. Oder glaubt man einer Person, die offensichtlich, absichtlich Mist erzählt, um jemanden zu schaden? Und dass die Hater mir schaden wollen, sieht man doch allein an der Tatsache, dass sie jetzt gehackte Sachen veröffentlichen, darunter noch Lügen. Dann gibt es noch die Situation, dass sie mich wie oft angegriffen haben. Ich habe am ganzen Körper Narben, mein ganzer Arm ist verletzt, das sieht man jetzt nicht. Rainer, ich habe am ganzen Körper Narben. Rainer, die größte Narbe, die du hast, ist auf deinem Fettwanst, ja, weil sie dir die Galle rausgeschnitten haben, weil du entgegen jeglichen medizinischen Rates einfach dich komplett behindert gefressen hast und einzelne Organe in deinem Körper schon Metal Off sagen. Die Narben da am Arm, die hast du, weil du dein Tor mit Stacheldraht umwickelt hast und dann bei dem Versuch, irgendwie wie ein Einjähriger da durchzukrabbeln und irgendwelchen Kuchenkindern die Handys aus der Hand zu reißen, dich selber aufgerissen hast. Deswegen hast du diese Narben. Da kann überhaupt keiner was dafür, außer mal wieder du. Der ganze Arm ist vernarbt, weil ich, und auch meine Hand, ich habe an meiner Hand lauter, ja, das erkennt man nicht, ich habe an der Hand lauter Narben, ja, meine ganze rechte Hand ist auch teilweise vernarbt, weil ich einfach von Leuten angegriffen wurde, mit Messer abwehren musste oder sonst irgendwas. Ja, genau, du hast Messer mit der Hand abgewehrt. Chuck Norris.
Es ist doch nimmer feierlich. Scherze. Und diese Leute, die dürfen immer noch frei rumlaufen. Der Mimon Baraka hat nur in der letzten Woche, hat der Mimon Baraka grob geschätzt 8 Straftaten begangen. Angefangen bei Belästigung, was zugegebenermaßen, glaube ich, keine richtige Straftat, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit ist. Das wird ja unterschieden. Bis hin zu... Da habe ich keine Kuh drin. Ich glaube schon, dass Belästigung eine Straftat ist, aber habe ich keine Hundekuh drin, kann ich nichts dazu sagen. Zu Hacking, Verbreitung fremder Daten und der Aussage, und das ist das Interessante an der Sache, und einer Erpressung. Und eine Erpressung ist absolut kein Witz. So. Und jeder glaubt es und ich bin dann der Schuldige hinterher. Sorry, geht in meinen Augen geht es gar nicht. So, was war die schlimmste Attacke bis jetzt? Ich persönlich. Aber fragt ihn doch nicht so eine Scheiße, jetzt saugt er sich wieder irgendwas aus dem Arsch. Jetzt plömpelt er sich wieder irgendeine hanebüchene Scheiße aus dem Arsch. Ich denke nicht an die vergangenen Sachen so. Für mich sind die schlimmsten... Ich denke nicht an die vergangenen Sachen. Rainer, du hast jetzt die letzte halbe Stunde über nichts anderes geredet. Ja, die haben mich immer angegriffen, die haben früher und als ich noch bei meinem Haus und hin und her und die haben das damals und bla bla bla. Und nee, ich denke nicht an die vergangenen Sachen. Rainer fokussiert sich rein auf die Zukunft. Hater-Aktivitäten sind die in dem Moment passieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze und plötzlich würde jemand an der Tür klopfen und hier rumschreien und meinen Namen schreien oder das Hotelzimmer schreien, dass ich aus dem Hotel fliege, dann wäre das die schlimmste Aktion. Wenn jetzt aber ein anderer hergeht und mich versucht abzustechen, dann wäre das die schlimmste Aktion. Weil das, was im Hier und Jetzt passiert, sind Sachen, die für dich im Moment akut ein Problem darstellen. Egal wie schlimm die Aktionen waren. So. Ja, sogar er hier rechts denkt sich, was labert der Mann? Schaut euch den Blick einmal an. Denkt sich, was labert er für einen Stuss? Das ist jetzt für mich im Moment nicht mehr relevant. So, was das Schlimmste war, das kann ich dir heute nicht mehr sagen, weil ich das nicht in Gut und Böse oder in... Weil es größtenteils alles erfunden war. Jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, die allermeisten Leute, die zu dir an die Schanze gekommen sind, waren vollkommen harmlos. Klar, es hat ein paar von diesen Trotteln gegeben, die dann irgendwelche riesengroßen Böller da draus geschmissen haben. Ist nicht in Ordnung, muss ich sagen, klar. Aber das ist eine verschwindend kleine Minderheit gewesen. Die meisten Leute sind da dort gestanden, haben Herr Winkler gerufen, haben vielleicht ein paar Fotos gemacht und haben gehofft, dass der Hansbär zum Tanzen rauskommt. So. Fertig. Jetzt ein Falschaufteil. Wie ist der Hate entstanden? Der Hate. Ein Teil des Hates ist entstanden, weil ich Aussagen getätigt habe, die den Leuten nicht gepasst haben. Ein Teil des Hates ist entstanden, weil Hater gelogen haben und andere dadurch auf mich aggressiv gemacht haben, obwohl es überhaupt nicht stimmt, was erzählt wurde. Und wieder andere sind einfach, denke ich, nur Menschen, die grundsätzlich grausam sind, aber ein Ventil versuchen zu finden, um ihre Grausamkeit auszudrücken und dementsprechend dann YouTube, Livestreams und Anonymität im Internet dafür nutzen, dass sie nach Möglichkeit ihre Grausamkeit ausleben können. Ich quatsch die ganze Zeit und lass dich gar nicht zu Wort kommen. Ne? Ja, kommt alles mit Das ist, so kennen wir dich, Rainer. der Zeit. Soll ich jemanden reinnehmen? Dann fragt gerade jemand an. Ist schon weg, glaube ich. Wir nehmen jeden an. Ist, glaube ich, ohnehin ruhiger geworden. Es ist ruhiger geworden. Allerdings würde ich auch sagen, es ist deswegen ruhiger geworden, weil man es nicht mehr so aktiv mitbekommt. Mastermind, zeig mal dein Gesicht. Bringt ja nichts, wenn du dich als Geist versteckst. Ja, ich erkläre es dir mal anderweitig. Jetzt sind wir eingeschränkt wegen dir. Warnung, du musst doch rauchen. Jetzt haben wir wegen dir eine Warnung gekriegt hier. Was war das jetzt für eine Warnung? Dachte ich mir, mach dich das Versteckspiel nicht fertig. Ich war ja noch nicht fertig mit der Aussage. Also zunächst mal, die Aktionen selber sind nicht wirklich weniger geworden, sondern es ist jetzt einfach so, dass man es nicht mehr so mitbekommt, weil ich habe kein YouTube mehr, ich habe keine anderen Plattformen mehr, wo man aktiv irgendwie was mitkriegen könnte. Ja, du kannst es nicht mehr so gut verkaufen, Rainer. Sag's halt, wie es ist. Rainer, du hast doch jedes Mal, wenn irgendeine heftige Aktion passiert ist, hat doch bei dir die Kasse geklingelt. Verzeih mir doch nichts. Du hast doch jedes Mal davon profitiert. Du hast es daraus ausgeschlachtet. Noch und nöcher. Wahrscheinlich mit der Gastmasse. Ja, keine Ahnung. Servus, was war denn das für eine Aktion gerade? So, warte, ich hole mal den Christo rein. Das ist ein Kollege auch von mir. Also, die haben letzten Endes, machen die trotzdem noch ihren Scheiß weiter. Es ist halt nur nicht mehr so offensichtlich wie vorher. In der Ruhe liegt die Kraft so. Das kommt alles mit der Zeit, dass es noch ruhiger wird. Ganz aufhören wird es wahrscheinlich nie. Es gibt ja immer Hate.
Oder ganz ehrlich, der, wenn er in dieser Obdachlosenunterkunft ist und da seine kleine Bude drin hat, ich würde sehr, sehr ungern das Zimmer neben dem haben. Der läuft hier durch diese hallende Bude und plärrt und plärrt und plärrt in der Gegend rum und stampft da rum. Puh. Also ich habe ja auch Hater, obwohl ich niemandem was tue. So. Ganz aufhören tut es ja wahrscheinlich nie. Aber ist schon mal gut, dass es doch weniger wird. So dann, ne? Ja, wie gesagt, es liegt. Jeder hat Hater. Leute, ich habe keine 4000 Abos auf YouTube und ich habe Hater. Es ist, das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich habe halt auf meinen Videos hier Like-Dislike-Ratio meistens irgendwas zwischen 95 und 98%. So, das heißt, ich habe halt deutlich mehr Leute, die das gut finden, was ich hier mache, als dass ich Leute habe, die es scheiße finden. Und dann denke ich mir, okay, ja, damit kann ich leben. Das passt. Wenn aber wirklich das andersrum wäre und 98% mir regelmäßig sagen würden, Digga, das ist scheiße, was du da machst, verpiss dich, lösch dich, ja, dann würde ich es halt nimmer weitermachen. Halt auch oft einfach daran, dass es halt auch einfach Menschen gibt, die halt auch einfach ich will nicht unbedingt sagen von Natur aus, aber die halt einfach eine Art bösartige Persönlichkeit oder etwas bösartiger sind, die halt einfach gerne andere leiden sehen. Und die wollen vielleicht auch gar nicht unbedingt wirklich jemanden leiden, also selbst Leid zufügen, aber dadurch, dass halt jemand leidet, schauen die halt gerne zu und dadurch sehen die halt auch gerne, wie der dann leidet. Und andere sorgen eben gerne für Leid. Dadurch pusht sich das natürlich alles entsprechend auf. Und eine gewisse Grausamkeit ist unserer Rasse, also den Menschen halt einfach irgendwie angeboren, habe ich manchmal das Gefühl. Oder das ist irgendwie Teil einfach von uns Menschen, was ich ehrlich gesagt habe, sehr traurig finde. Ich wollte nur sagen, ich habe das immer nur am Rande mitbekommen. Ich fand es halt irgendwie traurig, dass immer alle Leute auf einen draufgehen. Auch wenn man eine Person nicht mag, dann muss man ja auch irgendwann mal vielleicht versuchen, drüber stehen zu können, dass man zu jemandem nach Hause geht und ihn dort terrorisiert. Das geht gar nicht. Und irgendwann hinterlässt es auch dann irgendwas in der Psyche, weißt du? Zumindest vorübergehend. Deswegen, also Cybermobbing finde ich keine gute Sache. Da bin ich total ein Feind. Ich finde Cybermobbing auch scheiße. Also, wenn es denn Mobbing ist. Wenn es tatsächlich eine Gruppe von Menschen ist, die grundlos auf irgendjemanden gehen, finde ich richtig scheiße. Ihn bloßzustellen, ist richtig und wichtig. Davon. In der Psyche ist halt vor allem auch immer die Sache, wie die Person selber drauf ist. Also ich persönlich, ich halte mich für psychisch recht stabil und auch recht stark. Ja. Du hältst dich auch für einen sehr fitten Menschen, Rainer. Das stimmt halt alles nicht. So, aber ich kenne ja zum Beispiel Menschen, ich habe zum Beispiel einen Bekannten, so, da machen sich auch die Hater mit drüber lustig, weil ich immer so viele Bekannte habe. Ich kenne so manche Menschen und ich habe einen Bekannten, jetzt kommt wieder irgendein Kumpel aus Denken. Der hat psychische Probleme. So. Bei dem reicht es schon, wenn man sich mit dem trifft und mit dem weggehen will. So, bei dem reicht es schon, wenn man sagt, ey, was hast denn du für ein Shirt an? Bisschen abwertend, aber halt nicht komplett abwertend, sondern einfach nur so ein bisschen, hey, was soll denn das Shirt? Warum hast du halt was Gelbes an, so ungefähr? Und dann ist er so, was, wieso, falsch, warte, ich zieh mich um. Und dann kriegt er gleich voll psychische Hallus irgendwie. Ja, was war denn so der hauptausschlaggebende Punkt, warum die Leute damit angefangen haben, so Gefallen daran zu finden, dich zu piesacken? Das sind halt einfach Menschen, die das sind halt einfach so Sachen. Grundsätzlich meine das sind einfach Menschen, das sind einfach so Sachen. Rainer, du weißt ganz genau, warum du gehatet wirst. Du weißt es ganz genau. Aussagen halt. Vielen passt halt meine Meinung nicht. Ich habe einen anderen Blick auf die Welt als viele und das passt halt vielen einfach nicht. Und aufgrund dieses anderen Blicks auf die Welt haben halt Leute einfach angefangen. Rainer, du bist ein Rundflüge anbietender Hubschrauberpilot. Das ist der Grund, warum du gehasst wird. Und nichts anderes. Fangen irgendwann mich zu haten. Dann kommt wahrscheinlich noch ein bisschen meine sture Persönlichkeit dazu, dass ich mich halt nicht unterkriegen lasse oder unterbuddeln lasse, sondern einfach mein Ding durchziehe, egal wie viele dann sagen, keine Ahnung, das muss jetzt anders sein und das muss jetzt anders machen oder so, kein Plan. Das haben halt letzten Endes einfach immer mehr Leute irgendwie gesagt, das ist so und so und dann gibt es jetzt so diese allgemeinen Weltanschauungen, so der Himmel ist blau, weil wir alle sagen, er ist blau. Wenn ich sage, ja, aber für mich ist die Farbe nicht blau, sondern grün, dann ist er halt für mich grün. Das heißt noch lange nicht, dass ich eure Meinung kritisiere. Rainer, es gibt Fakten und es gibt Meinungen und wenn du sagst, ja, für euch ist er vielleicht blau, für mich ist er grün, ja, dann hörst du halt sauber hergefotzt, weil es offensichtlich nicht ganz sauber bist. Vor allem, wenn du dann sagst, ja, das ist halt meine Meinung, das müsst ihr akzeptieren. Ja? Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins.
sondern das ist einfach meine eigene Meinung, so als Beispiel halt, ne? Ja. Und nur weil ich das anders sehe, euch aber nichts aufzwinge oder halt anderen nichts aufzwinge, muss man doch nicht mir aufzwingen, dass ich sage, er ist blau, wenn er für mich grün ist. Oder was früher so gerne im Beispiel von den Hatern war, so die Aussage, eine Frage an euch, ist die Haut ein Organ? Jetzt geht's los. Rainer. Tanzt man Gesichtsblattler miteinander. Aber jetzt ziehen wir dicke Handschuhe an. Einfach richtig rechts und links vorschlagen und nachschlagen. Natürlich, ja, ist sie. Medizinisch gesehen ist es korrekt. Ich persönlich zwinge niemanden auf, meine Meinung zu teilen. Für mich ist die Haut, ich sehe die Haut nicht als Organ, sondern ich sehe die Haut einfach als eine Art Hülle des Körpers. Diese Haut ist ein Organ, scheiße. Das ist auch wieder, er ist halt auch einfach unbelehrbar. Er ist unbelehrbar. Also die wissen, sogar er schaut jetzt, ihr wisst nicht ganz sauber. Die Wissenschaft sagt, das ist so. Ja, aber der große Drachenlord, der hat da andere Meinungen, die muss man jetzt akzeptieren. Nein, Rainer, muss man nicht. Muss man nicht. Wenn wir damit anfangen, dann wird die Welt irgendwann von irgendwelchen ihren Namen klatschenden Rüttli-Kindern auf Globulis regiert. Und das wollen wir bitte nicht. Alter, was soll die Scheiße? Genaue Definition habe ich dafür nicht. So. Das wusste ich damals übrigens nicht. Das ist einer der Punkte, warum sie mich immer verarscht haben damals. Dann hat mir das irgendeiner gesagt und habe ich gesagt, okay, ist so. Ich sehe das allerdings ein bisschen anders. Aber weil ich das ein bisschen anders sehe, war das natürlich schon wieder zu viel Aussage und es hat... Rainer, du hast das nicht anders zu sehen. Der Himmel ist blau, Schnee ist kalt, die Haut ist ein Organ, Punkt. Es kotzt mich an, dass die Leute heutzutage immer meinen so, ja, ich habe ja meine Meinung und deswegen musst du das alles akzeptieren. Nein, Rainer. Meinung ist das eine. Wenn du sagst, keine Ahnung, ja, der Himmel ist zwar blau, aber die Farbe blau an sich gefällt mir nicht. Ja? Ich mag lieber die Farbe grün. Dann akzeptierst du den Fakt, dass der Himmel blau ist, ja? Und die Meinung ist, dir gefällt die Farbe nicht. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. An dieser Meinung, da ist auch nichts zu kritisieren. Ja? Der eine mag die eine Farbe, der andere mag die andere Farbe. Aber diese Meinung ist doch bitte zu trennen von dem Fakt, dass das Scheiße nochmal blau ist und dass die Haut ein scheiß Organ ist und dass du brunzbieselblöd bist. Schon wieder viel nicht gepasst, einfach nur, weil ich eine andere Weltanschauung habe. Oder einen anderen Blick auf die ganze Welt. Das ist ja schwul, ne? Warum muss ich mir also die Weltanschauung von anderen aufzwingen lassen? Ja, und das ist der einzige Punkt, weshalb jetzt... Warum muss ich mich mit der Realität auseinandersetzen? Die Realität ist ja auch nicht nett zu mir. So ein immenser Hate gegen dich entstanden ist, oder wie? Der einzige, aber das ist einer der Punkte vor allem, weil ich halt etwas anders sehe. Dann gibt es auch Aussagen, die ich getroffen habe, dann gibt es Aussagen, die ich nicht getroffen habe, die aber gesagt werden, dass ich getroffen habe. Dann gibt es auch... Rainer, die Aussagen, die dir vorgeworfen wurden, die sind alle belegbar. Ich sage das immer wieder gerne. Wir haben das auf Film. Es gibt Videos und Tonaufnahmen von der Scheiße, die du da verzapft hast. Aussagen, die ich getroffen habe, die aber anders wiedergegeben wurden, als ich sie gesagt habe. Da gibt es viele Punkte. Also wenn du 20 Hater in eine Reihe stellst und einen nach anderen unabhängig voneinander fragst. Die werden dir alle dieselbe Geschichte erzählen, Rainer. 1:1. Egal, ob es die Holocaust-Aussage ist oder die Haut ist kein Organ oder die Wien-Aussage oder die Maradona-Aussage oder die zu jung und zu eng Aussage und. Die werden dir alle dieselbe Story erzählen, weil es die scheiß Wahrheit ist und weil du der fette Lügenlord bist. Deswegen. Warum die mich haten, wird dir jeder zweite oder dritte einen anderen Grund nennen, weil er einfach dumm ist. Nein, weil es so viele Gründe gibt und niemand hatet dich, weil du dumm bist. Weil er total asozial ist, weil er die ganze Zeit behauptet, er würde arbeiten, aber seine Videos sind keine Arbeit. Keine Ahnung, macht einfach Bock. Und wieder andere würden wieder was anderes sagen. Die haben einfach Gefallen daran gefunden, dich zu piesacken und haben sich dann irgendwie in einer großen Gruppe zusammengeschlossen und führen das einfach jetzt schon seit Jahren sofort. Das kommt letzten Endes natürlich immer auf die Art von Gruppe an.
die du fragst. Es gibt ja auch größere und kleinere Gruppen. Manche haben sich sogar irgendwann Namen gegeben tatsächlich. Es gibt mit Sicherheit auch viele Leute, die Gründe haben, die ich gar nicht kenne oder gar nicht weiß oder gar nicht verstehe. Ja. Gut, verstehen tue ich den ganzen Quatsch sowieso nicht. Mal abgesehen davon. Geben wir uns einen Namen. Wir sind die wilden Eichhörnchen jetzt. Eingetragener Verein. Aber das kann ich so nicht beurteilen. Also letzten Endes ist es immer so, manche laufen einfach auch nur gerne mit. Das hatten wir vorhin ja auch als Thema. Aber hier in den Kommentaren sind ja teils immense Vorwürfe. Also damit hast du nichts am Hut, oder? Keine Ahnung. Ich sehe die Vorwürfe in deinem Chat nicht. Ich habe ja meinen eigenen Chat. Ja, steht was von Tieren und Kindern und sowas. Das ist Quatsch, oder? Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ja, ich bin gerade neu rein, weil ich den Steini folge. Dich kenne ich jetzt, wie gesagt, von, als es mal eskaliert ist auf YouTube, ne? Und mein Laptop und meine ganzen Mediendaten, also meine ganzen Festplattensachen, wurden von der Polizei konfisziert letztes Jahr, weil eben genau solche Vorwürfe auch da schon aufgetaucht sind. So, und dann wurden natürlich die Sachen auch überprüft. Und ich habe die dann... Nein, Rainer, die wurden nicht überprüft. Und das ist das Problem an der Sache. Nach einem halben, dreiviertel Jahr wiederbekommen, weil die eben letzten Endes nichts gefunden haben, weil es Schwachsinn war, weil die Aussage lächerlich ist. Und jetzt nach einem halben, dreiviertel Jahr kommen die gleichen Aussagen, die mir letztes Jahr schon vorgeworfen wurden, wieder. Die Polizei kann ja auch nicht einfach so nach Hause gehen und da irgendwas beschlagnahmen. Da muss ja irgendwo so ein Verdachtsmoment gewesen sein oder eine Anzeige von irgendjemand. Ja, genau. Ja, richtig. Es muss ein Verdacht aufgekommen sein. Zum Beispiel, was war das? Wenn man zum Beispiel widerliche Vergewaltigungsgeschichten auf irgendeinen schmutzigen Internetblog rausknödelt. Das könnte natürlich ein Verdachtsmoment sein. Weil das auch im Übrigen illegal ist. Es gab eine Anzeige und diese Anzeige kam in den letzten Jahren immer wieder mal vor. Also meine Sachen wurden öfter mal konfisziert oder geprüft oder so im Laufe der letzten 10 Jahre. In dem Fall war es jetzt so, dass die Anzeige von irgendwo ausgegangen ist und dann wurde eine komplett, normalerweise ist es ja Neustadt ein Umkreis von Neustadt, so Neustadt, Nürnberg, Ansbach, die das Zeug konfiszieren oder die es mittlerweile schon wissen, weil sie es ja schon oft genug gemacht haben. Dieses Mal war es so, es wurde eine andere Dienststelle aus einem anderen Bundesland genommen. Freunde, Christo und Rainer, ich bin mal kurz raus. So, ich muss erst mal ein bisschen Luft holen. Wir hören voneinander. Mach's gut. Ciao. Und dann ist nie was dabei rausgekommen. Und dieses Mal haben sie ein anderes Bundesland beauftragt dazu, dass die meine Sachen nehmen. Und da die das nicht kannten, wurde das halt direkt als Straftat rausgesetzt, dass die das wirklich konfiszieren sollen. Haben sie dann gemacht, ist nichts passiert. Und am Ende, habe ich mein Zeug wiedergekriegt, weil es halt wie immer ist. Und deswegen sitze ich noch hier, weil diese Übrigens, dieses, weil es halt wie immer ist die Einstellung, die Rainer seinen Führerscheinverlust beschert hat. Ja? Und die auch Rainer seinen YouTube-Kanal-Verlust beschert hat. Weil er sich immer denkt, ja, ist halt wie immer. Ich kriege ja keine Konsequenzen zu spüren. So, das wird so sein wie immer. Das hat er damals gesagt, wo sie ihm den YouTube-Kanal zwickt haben. Sagt, ja, das wird wie immer, ich mache mir da keine Sorgen. Ich rufe da an oder schreibe da hin und dann kriege ich den Kanal wieder, so wie es halt immer ist. Und so war es halt dieses Mal nicht. Und bei den Behörden auch. Mit der BLM hat er es machen können. Ja, da hat er sich nichts geschissen. Oh, so wie immer. Dann kommt eine andere Behörde und sagt, Herr Winkler, hier, MPU? Ah, ja, so wie immer. Brauchen wir nichts machen. Passiert schon nichts. Bam. Anschuldigungen, die da gemacht werden, einfach nicht. Das ist Schwachsinn. Wie gesagt, ich bin da in der Thematik nicht drin. Ich finde nur, alles muss irgendwo in einem Rahmen sein. Auch hinter einer Persönlichkeit, die man vielleicht nicht kennt, steckt immer noch ein Mensch mit einer Seele. Also ich würde es mir wünschen, dass man da irgendwann mal einen gewisser Frieden einkehrt, weil das Ganze ist ja auch für dich irgendwo nicht gut. Ich hoffe, dass da alles gut wird für dich. Ne? Wenn du dem Ganzen die Energie jetzt entziehst, also einfach alles ignorierst und gar nicht mehr drauf eingehst, spätestens nach 1-2 Monaten, glaube ich, würde selbst der hartnäckigste Hater damit aufhören, weil ich habe 4 Monate gar nichts gemacht. Nein, das stimmt nicht. Du hast nicht gar nichts gemacht. Du hast auf Pornhub irgendwelchen widerlichen Scheiß hochgeladen. Das ist nicht nichts machen, Rainer. Du hast auch auf TikTok in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen online. Das ist nicht nichts machen. Es gab immer mal, auch wenn es wenig gab, es gab immer mal wieder News von dir. Du hast irgendwelche Interviews gegeben. Du warst mit irgendwelchen Leuten unterwegs wegen dieser scheiß Dokumentation. Du hast nicht nichts gemacht, Rainer. Wenn du dich komplett löscht, aus dem Internet rausgehst, keinen Content mehr hochlädst, ja, das Internet nur noch als passiver Zuschauer nutzt,
und einfach arbeiten gehst, dann ist in einem halben Jahr der Großteil des Hates vorbei. Dann gibt es vielleicht noch 1, 2 Kanäle, die vielleicht ab und zu mal Reaction auf irgendwelche Classics hochladen. Aber dann ist das Game vorbei. Ich habe nichts hochgeladen, ich habe nichts veröffentlicht, ich habe nichts gemacht und das ist trotzdem... Ich habe nichts gemacht, gar nicht. Hat nicht aufgehört, im Gegenteil. Es wurde teilweise sogar schlimmer, weil sie dann erst recht darauf aus waren, weitere Informationen und so zu bekommen. Ein anderes Hauptproblem an der Sache ist übrigens nicht nur das mit dem Seelenfrieden, wie du gerade sagst, obwohl das natürlich klar wichtig ist, sondern eine andere Sache ist, es müssten eigentlich Gesetze gemacht werden für solche und ähnliche Fälle, weil letzten Endes hat die Politik nichts Besseres zu tun, als Gesetze zu erlassen, damit der arme Rainer im Internet nicht gemoppelt wird. Ist ja vollkommen wurscht, ey. Hier, keine Ahnung, ja, Wirtschaftskrise, Energiekrise, Flüchtlingskrise, Pandemien, Kriege etc. bla bla. Alles vollkommen wurscht. Kann aber bitte endlich jemand ein Gesetz machen, das es verbietet, am Rainer Winkler im Internet zu kritisieren und ihm seinen YouTube-Kanal wiederbringt. Ja, das sind die wichtigsten Probleme, die wir aktuell haben in unserem Land. Spinn ich. Ey. Ist das, was bei mir abgegangen ist und alles, was so gemacht wurde und gemacht wird, das ist ja letzten Endes alles, das kann so nicht weitergehen. Das kann ja auch rechtlich gar nicht so funktionieren, weil ich habe Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gehabt und musste mich anzeigen lassen und musste mich verurteilen lassen, weil ich vor meiner eigenen Haustür Leuten aufs Maul gehauen habe, die meine Fenster eingeworfen haben, die über meinen Zaun geklettert sind, die mich angegriffen haben, wegen denen ich... Einer wegen den Leuten, die über deinen Zaun tatsächlich geklettert sind, bist du nicht verurteilt worden. Wegen dem Schanzensturm-Hater bist du nicht verurteilt worden. Weil das tatsächlich noch als Notwehr durchgegangen ist. Weil der eben tatsächlich auch auf dein Grundstück eingedrungen ist. Du bist verurteilt worden, weil du Leuten einen Backstein an die Rübe schmeißen wolltest und halt am Arm getroffen hast. Und du hättest auch verurteilt werden sollen für den scheiß Taschenlampenschlag. Scheißegal, was für ein Behindi der Dude war, den du da vermobbt hast. Narben am ganzen Körper habe. Und ich habe nur einen von irgendwie 50 Stück aufs Maul gehauen und auch irgendwie nur von denen wiederum nur einer von 50 irgendwie dann eine Anzeige gehabt, wo letzten Endes eigentlich die viel mehr Probleme hinkriegen sollen. Ja, alles Gute. Jo, dir auch noch einen schönen Abend, ne? Schönes Wochenende. Jo, ciao, ciao. Mit was verdienst du gerade dein Geld? Eigentlich versuche ich es gerade über meinen Livestream noch ein bisschen Kohle reinzubekommen, wenn das Wochenende noch gesichert ist. Oder halt über meinen Spendenlink, den ich auf meinem Kanal hatte, den ich jetzt aktuell auch nicht haben darf. Alles nicht so einfach gerade. Im Moment verdiene ich eigentlich nicht viel Geld. Oder eigentlich verdiene ich momentan so gut wie gar nichts. Ich habe jetzt natürlich dank meinen Zuschauern, dank euch, habe ich ein paar Tage mehr Berlin rausholen können, konnte noch ein paar andere Sachen rausmachen. Aber finanziell oder beruflich bin ich momentan einfach nur daneben. Ich würde mich also daher auch... Ja, ein paar Tage mehr Berlin rausholen können. In dem Stream, wo er am Anfang noch behauptet hat, dass er in Köln ist. Wenn ihr mich unterstützt hier auf TikTok, so mit den Streams und so. Du hättest einfach du hättest einfach im Haus bleiben sollen und auf die Polizei warten sollen. Und jetzt sage ich dir was. Sei mal in der Situation und dann reden wir nochmal weiter, ob du im Haus bleibst. Ich kenne niemanden und ich kenne wirklich viele Menschen, der in so einer Situation wie bei mir im Haus geblieben wäre. Rainer. Andere Leute, erstens kommen andere Leute nicht in diese Situation, aber jetzt mal angenommen, ja. Klar, wenn da draußen jemand am Randalieren ist und meinem Haus irgendwie was kaputt macht, ich filme das, ich gehe auch raus, ja, und wenn es tatsächlich zu Übergriffen kommt, verteidige ich mich. Was du gemacht hast, ist es auf Leute, die von deinem Haus schon weggegangen sind, ja, hast du Tassen geschmissen und nur mit Glück nicht getroffen, wenn du erwischt hättest am Kopf, kann er dann dazu jetzt einsitzen, aber 100%ig. Ja. Und mit Äxten auf die Leute geworfen hast und mit dem Bogen auf die Leute geschossen hast. Rausgehen würde ich in dem Fall auch. Allerdings war bei dir rausgehen die denkbar dümmste Geschichte, weil das wollten diese Menschen. Und dann wirklich nur die Polizei anrufen, wenn es tatsächlich um Straftaten geht.
wenn tatsächlich jemand was kaputt macht. Und dann rausgehen, ruhig bleiben, das Ganze dokumentieren, warten, bis die Bullen kommen. Fertig. Nicht schreien, nicht durch den Zaun greifen, sich nicht aufmandeln wie der erste Mensch. Nix. Ruhig bleiben, denen nicht geben, was sie wollen. Und fertig. Aber Rainer, du bist sogar, und wenn die Bullen dann kommen, denen kurz sagen, das und das ist passiert, ich habe das Videomaterial, wenn ihr es haben wollt, ich gehe jetzt rein, ihr kümmert euch drum. Fertig. Und nicht, Alarmanlage oben anmachen, die Leute provozieren, rausschreien, nach denen irgendwas schmeißen, die Bullen anrufen, die Bullen beleidigen, weil sie nicht in 2 Sekunden da sind. Und wenn sie dann kommen, rausgehen, obwohl sie dir 1000-mal gesagt haben, wenn wir da sind, geh rein, weil du trägst nur dazu bei, dass die Scheiße weiter eskaliert. Und ich kenne vor allem niemand, der da die mit einem einfachen blauen Auge davon hätte kommen lassen. Ich kenne mehr als eine Person, die denen richtig die Fresse eingeschlagen hätte, vor allem über einen so langen Zeitraum. Du hast ja 55 Abonnenten. 55 sind es inzwischen, vorhin waren es erst 50. Was wären ja über 3000? Leute, ihr habt total die Wahnvorstellungen, glaube ich, was die finanziellen Unterstützung angeht auf TikTok. Also ich weiß nicht, ob das bloß bei mir ist, aber finanziell 3000 durch TikTok, nee. TikTok ist halt eine Bastard-Plattform, die sich 70% einstreicht von der Scheiße, die du da machst. Und dafür noch deinen biometrischen Daten speichert. Nicht mal ansatzweise. Außerdem, du kriegst nicht die gesamte Kohle. TikTok zweigt sich ja auch noch was ab. Also es ist auf allen Plattformen so. Du bekommst nie die ganze Kohle. Das ist ja Quatsch. Die Plattform selber hat ja auch Kosten, die sie decken muss. Und die Kosten, die sie deckt, ist ja auch nochmal zusätzlich was gemacht werden muss. Also so einfach ist das leider nicht. Also TikTok nimmt 70% und Deutschland nimmt auch nochmal Steuer von 30%. Ja, theoretisch würde Deutschland noch Steuern nehmen, aber wie Rainer es mit dem Steuern bezahlen hat, das wissen wir alle. Schon. Es ist nicht so, dass man damit reich wird. Ich habe gerade kein Interesse, jemanden anzunehmen. Entschuldige, weil mich hier gerade jemand die ganze Zeit anfragt. Warum gründest du nicht eine Firma und streamst über die Firma? Vielleicht kannst du so wieder raus, YouTube. Ja, das habe ich tatsächlich auch überlegt. Aber das ist leider auch keine so einfache Umsetzung. Man kann... Weil das ist mit Arbeit verbunden. Und wenn wir was wissen, ist Arbeit... Das mag der Rainer überhaupt nicht. Reich werden, aber nicht mit einem normalen Content. Doch, auch das funktioniert, wenn du eine entsprechende Reichweite hast. Auch mit einem normalen Content. Ihr müsst ihn nur so rüberbringen, dass er für die Leute auch interessant ist. Und genau das ist nämlich der Content dahinter. Und das ist auch das Interessante dahinter. Und auch das Schwere dahinter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man seinen Content aufwerten kann. Zum Beispiel mit einer richtig geilen Stimme. Ja, genau, Rainer. Nein, Rainer. Oh, der ist cringe, ist... Ui, das ist ja... Leck mich! Das denkt er jetzt bei seinem komischen Hogwarts-Stream nämlich. Da hat er jetzt wieder irgendeinen komischen, vorhin schon erzählt, einen komischen Filter über die Stimme gelegt und da hält er sich für den Allergeilsten. Ja? Und dann denkt er sich, wow, krass, jetzt habe ich da... Ich bin zwar immer noch zu blöd zum Spielen, zu blöd zum Lesen, zu blöd zum Streamen, zu blöd für alles... Ja, aber wenigstens höre ich mich an wie immer ganz gescheit. Ja, da schmeißen wir sicher die Barren nach, weil ich dann in der Lage war, dass ich irgendeinen vorinstallierten Scheiß hier über meine Stimme drüber lege. Eine andere Möglichkeit ist die Art und Weise, wie man vielleicht streamt, wenn man zum Beispiel wenn zum Beispiel Leute beleidigt und provoziert und sich wie das hinterletzte Arschloch aufführt, das ist richtig geiler Content rein, da wird man sicher reich. Oha, synchronisiert. Was? Das ist alles Natur. Ja, man kann eben auch anders. Synchronsprecher wäre zum Beispiel was mich auch mal interessieren würde. Ja, genau. Du, ein Synchronsprecher, weißt du, was man ein Synchronsprecher zu sein können muss? Lesen, Rainer, lesen. Du musst den Text, den du dann nämlich synchron sprichst, lesen, während du es tust. Er als Synchronsprecher, bitch, please. Ja, der neue Disney-Film, der Glöckner von der Kirche. Fuck you. Aber das Problem ist, als Synchronsprecher, da muss man unglaublich viele Kontakte und unglaublich gute Kontakte haben. Nein, Rainer, da musst du lesen können und eine gute Stimme haben. Du gehörst... Was? Du hast beides nicht. Du hörst dich an wie... Was? Wie ein Film. Wie großartig er liest. Der prädestinierte Synchronsprecher.
Naja, es kommt immer nur darauf an, wie du letzten Endes rüberkommst. Es ist nicht so einfach. Man muss wirklich einfach seinen Content entsprechend konditionieren, damit er... Man muss den Content konditionieren. Rein. Oh, wie ich es liebe, wenn dumme Menschen mit Fachbegriffen um sich werfen, von denen sie keine Ahnung haben, was sie bedeuten, nur um schlau zu wirken. Man muss den Content konditionieren. Ja, genau. Immer wenn der Content was zu fressen kriegt, dann wird's Glöckchen gebimmelt. Und irgendwann fängt der Content zu sabbern an, wenn man's Glöckchen bimmelt, obwohl gar kein Essen da ist. Dann ist der Content konditioniert. Wie es der Pablo damals auf TikTok schon erzählt hat. Im Prinzip geht es eigentlich geht's um 3 Fakten. Fakt Nummer 1, du musst ein geiles Konzept haben. Das hast du nicht. Der Content selbst ist erstmal relativ. Du brauchst ein geiles Konzept, wie du dein Thema rüberbringst. Dann brauchst du wisst ihr das noch damals, wo er angefangen hat, wo er seine Wand vandalisiert hat und dann erzählt hat, ja, er wird hier der Mettler unter den Let's Playern und so. Das war sein tolles Konzept. Vollkommen einzigartig. Ja. Idealfall eine gute Stimme. Oder zumindest die Möglichkeit, sie irgendwie zu zentralisieren, irgendwie rüberzubringen oder irgendwie im Audio abspielen zu können. Wenn du das natürlich selbst kannst, dann bist du natürlich einer der genialsten. Aber auch die Stimme ist nicht immer ausschlagkräftig. Am Ende kommt es eigentlich auch immer... Ausschlaggebend, Rainer. Ausschlaggebend. Immer darauf an... Aussagekräftig, ausschlaggebend. Wie viel Reichweite du hast und wie du deine Reichweite entsprechend erhöhst. Ab einer bestimmten Reichweite habe ich gesagt, mir reicht's, ich möchte nicht noch mehr. An Scheiß hast du gesagt. Rainer, es gibt hier Qualitätscontent-offensiven Bullshit-Videos von dir, wo du gesagt hast, ja, im nächsten Jahr möchte ich über 1 Million Abonnenten auf YouTube haben. Hast du die erreicht in dem Jahr? Nein. Und jetzt sagt er, ich wollte ja nie mehr haben. Ich wollte nie mehr haben als das, was ich hatte. So, nein, kein Interesse. Ich habe auf YouTube 250, 300.000. Auf TikTok hatte ich... Rainer, du hattest 224.000 auf YouTube, wenn mir nicht alles täuscht. Ja, du hattest keine 300.000. Bei meinem vorherigen Account auch um die 3.000. Das ist mir mehr als genug gewesen. Nein, Rainer, war es nicht. Rainer, das war es nicht. Du wolltest die Mille unbedingt. Und du hast immer nicht verstanden, warum du sie nicht gekriegt hast. Und jetzt sind wir hier wieder mit dem Lily-Train auf dem Weg nach Bullshit Town. A.k.a. Berlin. Da habe ich gar kein Interesse dran. Ich möchte nicht für Millionen bekannt sein. Das ist nicht mein Stil. Ich hab gar kein Interesse. Janne, du hast keinen Stil. Irgendwie für Millionen Filme zu machen oder Serien oder Schauspiel oder irgendwas. Zumal ihr müsst so bedenken. Der einzige Stil, den du hast, war der Stil von dem Eis, den du bei dem einen Streamen die ganze Zeit gelutscht hast. Ich habe kein Schauspiel studiert. Ich kenne mich mit Schauspiel auch überhaupt nicht aus. Nein, du hast gar nichts studiert. Du kennst dich mit überhaupt nichts aus. Gigs kannst du auf Fivers anbieten. Ich habe keine Ahnung, was du mir damit sagen wolltest gerade. Ja, er will dir damit sagen, dass du Bullshit gelabert hast. Ja, man braucht nur die Kontakte. Ansonsten würde ich das ja schon längst machen, weil ich ja so talentiert bin, richtig Plan habe und die geilste Stimme, aber man braucht die Kontakte und die habe ich leider nicht wegen die Haters. Und jetzt sagte jemand, nee, du kannst es auch einfach mal einschicken und wenn denen das gefällt, dann melden die sich bei dir. Ich weiß gar nicht, was du mir damit sagen willst. Kann ich mir überhaupt nicht. Rainer. Das ist die Story. Wäre er super erfolgreich, ja, weil er so viel kann und weil er so geil ist und weil er ein bisschen mit seiner Stimme umeinander spielen kann, weil er ein komisches Mikrofon gekauft hat. Aber es liegt leider an den Kontakten und an die Haters. Kann man leider nichts machen. Halt dein Maul. Will Urlaub machen, aber sitzt die ganze Zeit nur in seinem Hotel in Berlin. Bin nicht in Berlin und ich sitze auch nicht den ganzen Tag im Hotel. Doch, Rainer.
Genau, das war's. Ich bin jetzt gerade zwar im Hotel, aber ich bin ja die ganze letzte Woche unterwegs gewesen. Ich war auch die Woche vorher unterwegs und ich bin auch die letzten paar Tage unterwegs, die ganze Zeit. Ich war auch heute schon unterwegs. Ich war schon einkaufen zum Beispiel. Ich habe sowas übrigens auch nie geübt oder gelernt oder so, ne? Du hast Einkaufen nie geübt oder gelernt, Das ist für mich einfach so ein bisschen, ich habe das mal gesehen, ich habe das mal gehört und einfach mal versucht. Gerade kriege ich lauter Nachrichten. Kann ich das irgendwie blockieren, gerade für den Moment? Ich möchte gerade keine Leute annehmen, ehrlich gesagt. Und das blockiert mir die ganze Zeit die Sicht auf den Chat. Würdest du sagen, dass du deine Adresse nicht geleakt hättest, dass du dann den Hatern nie so arg bekommen? Das mit der Adresse liegen war mit die Vorleserei, die tut mir weh. Es bereitet mir körperliche Schmerzen, ihm beim Vorlesen zuzuhören. Sicherheit auch eine dumme, obwohl es für den heutigen Moment mehr aussagt. Jetzt im Moment ist die Situation halt so, dass es auch nicht wirklich einen Unterschied macht. Es ist passiert, es war dumm, natürlich war das dumm, aber es ist niemals so, dass ich mich da jetzt irgendwie groß noch mit beschäftige oder so. Was vorbei ist, ist vorbei und da mache ich mir auch keinen Kopf drüber, was vergangen ist. Es gibt einen schönen Spruch, das ist auch aus einem Film oder aus einer Serie oder so. Ach nee, das war glaube ich sogar aus Kung Fu Panda, wartet mal. Das ist, wenn du nicht weißt, wohin mit deinem Leben und alles läuft scheiße, so, dann schau dir Kung Fu Panda an. Das wird's alles wieder ins Lot bringen. Daran kannst du dich orientieren. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Oder Pokémon. Das hat Fuguei zum Panda gesagt. Wie würdest du reagieren, wenn deine neue Adresse geleakt wird? Ich habe überhaupt keine neue Adresse, also kann sie nicht geleakt werden. Also kann ich dir auch nicht sagen, wie ich darauf reagieren würde. Dem ist es ja noch nicht der Fall. Kenne ich einmal Midlife. Wie gesagt, jetzt gerade habe ich gerade kein Interesse dran, weil ich gerade versuche mal ein bisschen mit dem Chat zu interagieren, weil ich das die ganze Zeit vernachlässige. War das mit Absicht? Was genau war mit Absicht? Wie kommt es, dass du nicht mehr draußen streamst? Ich stream draußen. Ich habe gestern draußen gestreamt. Was willst du eigentlich? Nur heute streame ich drinnen. Und ich krieg gerade Hunger, merke ich gerade. Du kriegst immer Hunger, weil du hast nie ein Sättigungsgefühl. Weil du nämlich immer versuchst, deine eigene Erbärmlichkeit mit Schmutz in dich reinstopfen zu kompensieren. Deine Adresse bis zum letzten Tag in der YouTube-Bio stehen. Wenn du auf YouTube Geld verdienst mit Content und so weiter und wenn du eine gewisse Reichweite hast, musst du ein Impresso angeben. Du musst ein Impressum schreiben, das musst du angeben und in diesem Impressum muss auch deine Adresse oder eine Meldeadresse zumindest sein, an die man Post schicken kann, für alle Fälle. Das ist wirklich gesetzlich vorgegeben, das hat nichts mit YouTube zu tun. Ja, aber Rainer, die haben dich gefragt, warum du eine Adresse angegeben hast, wo du noch nicht mehr gewohnt hast und wo gar kein Haus mehr stand. Das war die Frage. Dass man das machen muss, ist mir vollkommen bewusst. Aber du hast diese Adresse einfach da drin stehen lassen, obwohl das Haus nicht mehr existiert hat. Und du da schon nicht mehr gewohnt hast seit Monaten. Das ist der Punkt. Das ist wirklich auch das deutsche Staatsgesetz, das muss man machen. Staatsgesetz halt auf jeden Fall. Ja, ich streame mit Filter, weil ich in meinem Hotelzimmer sitze und im Hotelzimmer Filme streame. Und ich möchte natürlich nicht, dass rauskommt, in welchem Hotel ich bin und ich auch in Ruhe in mein Hotel chillen kann. Endlich gehst du wieder auf die Fans ein. Das mache ich schon die ganze Zeit, nur in den letzten Tagen waren nicht so viel Chat-Ereignisse und ich hatte ja auch andere Probleme, wie ich draußen unterwegs war. Ja, und du hast den Abo-Chat angemacht, Rainer. Aber du hattest das leider öffentlich gehabt. Du hattest das privat stellen können. Nein, das verstehst du nicht. Du musst das öffentlich stehen haben. Bei einer Webseite hast du auch Impressumspflicht. Das ist eine Tatsache. Irgendjemand läuft gerade über mir rum. Warte, bald bist du endlich nicht mehr auf Bewährung. Glückwunsch, Sache. Ich habe noch nicht mal ein Jahr der Bewährung hinter mir, aber danke. So, ich hatte gerade schon gesagt, ich möchte aktuell keine Gäste als Streampartner drinnen haben jetzt im Moment. Ich möchte gerade mich auf den Chat konzentrieren. Wenn ich jetzt das nochmal sagen muss, dann muss ich das leider dafür sorgen, dass du mir das nicht mehr schicken kannst. Das würde ich eigentlich gerne vermeiden. Aber ich kenne die Adresse von anderen YouTubern. Ja, macht nicht... Da steht nichts, weißt du. Das ist eigentlich strafbar. Im Impressum musst du auch Gesetze mit reinschreiben. Also du musst auch Paragraphen mit reinschreiben. Da gibt es speziell Paragraphen, die speziell für das Impressum da sind. Kann ich einmal mit live, habe ich doch gerade gesagt. Aber ich sehe, du hast gesagt, du hast Geburtstag. Dann wünsche ich dir trotzdem alles Gute. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Jetzt sind wir 1 Stunde 27. Ich würde noch die 2 Stunden voll machen. Also bis
Das dürfte 14. Ist in einer halben Stunde, Rainer. Du bist jetzt bei 1,5 Stunden und du willst die 2 Stunden voll machen. Jetzt nimmst du die Zeit, wo du jetzt bist und rechnest 30 Minuten drauf. Das kann der 7-Jährige in 2 Sekunden machen. Weiß ich sein ungefähr. So lange würde ich noch weitermachen und dann würde ich jetzt in der Zeit auch nur noch... Und das ist offensichtlich auch noch zur vollen Stunde. Es ist, schaut hin, volle Stunde, halbe Stunde noch, das ist also um halb. Der große Synchronsprecher, Alter. Mit euch quatschen und interagieren. Und dann würde ich den Stream auch beenden. Das Dann würde ich. Das mal reichen für heute. Stimmst du der Abend? Das muss ich mir noch überlegen, das kann ich noch nicht beurteilen. Sorry. Wenn heute bei dem Stream genug abfällt, dann kann ich mir das auch ein bisschen finanziell besser hinstellen. Ja, wenn ihr mir jetzt genügend Barren nachschmeißt, dann habe ich es heute Abend nicht mehr nötig, mich mit euch Pack abzugeben. Das ist der Satz, Rainer. Der ist dir auf der Zunge gelegen. Ein bisschen besser leisten und dann geht es bestimmt auch. Kannst du mich bitte noch... Aber er streamt ja nur, weil ihm das so viel Spaß macht und weil er ein Zeichen gegen Mobbing etc. setzen will. Nicht wegen der schnöden Barne. Der Wichser. Grüßen, schönen Tag. Das war von Burger. Die auch einen schönen Tag. Ein schönes Wochenende vor allem. Kannst du mich auch grüßen? Jo. Fühle ich gegrüßt. Würdet ihr bitte aufhören, hier euch zu kappeln? Mein Name vorlesen. Und schon wieder ein Pfeil voll in mein Hart. Warum suche ich was? Warum suchst du Stress? Ja, tut mir jetzt mal den Gefallen und hört bitte beide auf. Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, welcher den Stress angefangen hat. Ich will ihn beenden. Oh, Rainer, das wolltest du schon immer mal sagen. Bist du traurig, dass es keine Doku von... Leute, das ist Schwachsinn. Das habe ich euch schon mal gesagt. Die Hater lügen, wo sie können. Es gab nie so eine Aktion. Es gab einen Vertrag, der aber auch nicht wirklich existierte. Das haben die Hater irgendwie in die Welt gesetzt. Keine Ahnung. Es gab einen Vertrag, aber der ist nicht wirklich, den gab es nicht wirklich, oder doch? Oder du hast jetzt mit den Leuten von dieser komischen Produktionsfirma, hast du dich nur getroffen, einfach zum Kaffee, weil das gute Spätzlen von dir sind, oder was? Hm? Oder wie, Rainer? Alles niemals gegeben. Hast du schon mal über einen Merch-Shop nachgedacht? Ich hatte lange Zeit einen Merch-Shop. Da hat man ganz großartige T-Shirts kaufen können. Von ihm, wie er mit seinem Winzpimmel im Garten gestanden ist. Das ist eine der großartigsten Aktionen im ganzen Game. Ganz ehrlich, eine der großartigsten Aktionen. Wie sie ihm da seinen Merch-Shop gekapert haben und dann da T-Shirts hochgeladen mit dem Bild, das er von sich da gemacht hat. War breitbeinig hinten in seinem verwilderten Dschungel da gestanden ist mit seiner Freibeuter Narbe über den Fettwanst und den Winzbimmel, Alter. Hater kaputt gemacht und ich will eigentlich wieder einen machen, aber das ist auch gar nicht so leicht umzusetzen. Gegen Drachenhass, cooler Name. Irgendwie schläft gerade mein Fuß ein. Oh, ich muss mich mal kurz hinstellen. Oh. Cool, man sieht es gar nicht, weil mein T-Shirt schwarz ist, weil das komplett ausgekiet. Aber seit mein Spreadshirt-Account gesperrt wurde. Ja, siehst du, dein Handy kann was du nicht kannst. Großer Profi-YouTuber. Sachen anständig auskien. Oder gelöscht wurde von Hatern und mein ganzer Account weg war, konnte ich nichts mehr gegen machen. Da wurden die auch gehackt und alles. Und seitdem kann ich da nicht mehr darauf zugreifen. Ein Buch über mein Leben habe ich auch tatsächlich schon überlegt, ob ich sowas machen sollte. Aber sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich, dafür müsste man schreiben können. Und sind wir ehrlich, das Buch wäre komplett voll mit Lügen. Ich würde sowas lesen wollen. Gerade über mein Leben. Das ist doch total langweilig. Wer würde schon ein Leben, so ein Loser wie mich lesen wollen? Zockst du noch eigentlich? Ja, ich zock noch. Auf meinem Odyssey-Account habe ich erst 2 Folgen hochgeladen von einem Game. Was ist da von den ganzen Memes, die es über dich gibt? Um ehrlich zu sein, wisst ihr, wie ich meine finanzielle Lage am besten stabilisieren würde? Am besten könnte ich meine finanzielle Lage stabilisieren, wenn ich Geld für die Sachen bekommen würde, die Leute illegal von mir verwenden und hochladen und verarbeiten. Und damit dann vielleicht sogar noch Geld verdienen. Kannst du singen? Nö. Wie hast du dich gefühlt in deinem alten Haus? Eingesperrt, belastet, gebunden, fand ich alles ungeil. Da sind aktuell 4 Folgen von Ding drauf. Da hast du recht. Okay.
Okay, keine Ahnung, womit er recht hat. Warum du schon in deiner... Was? Warst du schon in deiner Heimat und hast das Grundstück gesehen? Ja, und? Ich war einmal da, weil ich da ein paar Fotos gemacht habe. Kannst du dein... Ah ja, stimmt, da hat er für... Oh, nee, dafür war das Nordbayern? Ich bin mir noch sicher. Oder Spiegel, für irgendwas hat er doch da die Fotos gemacht. Weil in so der heroischen Pose irgendwie... Oh. Was kannst du deine alten LP noch hochladen? Ich habe von den alten LPs eigentlich nichts mehr. Also kann ich auch nichts mehr davon hochladen, leider. Ich habe aber auch schon überlegt, die alten Sachen hochzuladen, aber ich weiß nicht, einige wollen die, glaube ich, auch sehen, aber ich habe halt auch kaum was davon. Ich habe auch schon überlegt, alte Videos von TikTok, von YouTube hochzuladen auf Odyssey. Ja, die haben das Haus abgerissen. Schade eigentlich. Nee, nicht wirklich. Also hätte... Es ist so, ganz ehrlich, hätte der jetzt geschrieben, gut, dass sie das Haus abgerissen haben, hätte er gesagt, nee, ist eigentlich schade, weil es so ein altes Haus und da hat meine Familie so lange drin gewohnt. Jetzt heißt, ja, die haben das Haus abgerissen, ist schade. Nee, ist gar nicht schade. Er sagt immer, gerade das Gegenteil von dem, was da kommt, weil er muss immer die Leute belehren. Weil er der Einzige ist, der Recht haben darf. So, wenn irgendjemand irgendwas in seinen Chat reinschreibt, kommt von ihm immer, nee. Genau andersrum ist es. Scheißegal, was die schreiben. Es kommt immer was dagegen. Fanmanagement, sage ich bloß. Fanmanagement, erstklassig. Hätte ich die Kohle gehabt, hätte ich das Haus selber abgerissen und ein neues hingestellt. Was natürlich auch dumm ist, weil die Hater das wahrscheinlich auch wieder kaputt gemacht hätten. Du könntest einfach arbeiten gehen. Weißt du, nimm's mir nicht übel, Freddy, ja, aber du bist hier die ganze Zeit am Stress machen und am Ding machen. Ich habe mir das jetzt ein paar Mal angeschaut. Du bist eigentlich Mitglied auf dem Kanal oder Abonnent, aber ich werde das jetzt nicht länger zulassen, dass du hier die Leute beleidigst oder auch mich beleidigst. Jetzt fliegst du raus. Die ganze Zeit. Keiner. Was ist denn an, du könntest arbeiten gehen, beleidigend? Was sagt uns das zur Einstellung eines Rainer Winkler gegenüber dem Konzept der Arbeit, wenn er den Vorschlag, du könntest ja arbeiten gehen, als Beleidigung empfindet? Just saying. Es ist unter seiner Würde. Der große Lord, ja, der muss hofiert werden. Ja. Kann er gar nicht hier in die Tüte kommen, dass er arbeiten geht, wie so ein Pöbel. Zeit stänkerst du hier schon teilweise immer wieder rum. Und das lasse ich mir nicht bieten auf Dauer. Das ist mein Haus gewesen. Das hat mein Großvater gebaut, als mein Vater gestorben ist. Also als mein Großvater gestorben ist und ich habe, das war mein Haus. Das war nicht mein Vater sein Haus, das war mein Haus. Oder auch generell mein Grundstück. Davor hat es seinem Vater gehört. Nee, ist das meins. Aber der Vater ist ja tot, deswegen zählt er ja nicht mehr. Ist mir ja vollkommen wurscht. Rainer, ich glaube, dass du zum Tanzen angefangen hast, wo der Alter endlich unter der Erde war. Du respektloses Stück Dreck. Weil da warst endlich du der große Herr im Haus. Ich finde, man hätte es einfach wieder heil machen können. Leute, lasst mich mal versuchen, ein Wort zum Sonntag zu bringen. Nicht die Gegenstände, die wir zurücklassen, sind Zeuge dessen, was wir sind oder waren. Boah, der Spruch wird übel. Sondern das Einzige, was wirklich Zeuge unserer Existenz ist und war und bleibt, ist das, welchen Eindruck wir bei anderen hinterlassen. Und das Rainer, dann ist das, was du zurücklässt, ein riesengroßer Haufen Scheiße. Du pseudo-philosophischer Pimmelkopf, du. Das ist übrigens kein Zitat gewesen, das habe ich mir gerade selbst ausgedacht. Wow. Super, Rainer. Und doch, das hast du irgendwo einmal irgendwie aufgeschnappt und hast es jetzt halbwegs wiedergegeben aus deinem Spatzenhirn raus. Und es ist nur ein Gegenstand. Es ist nichts, was wirklich Zeuge dessen ist, was mein Leben existent gemacht hat. I disagree. Ja. Es ist was andere Leute mit ihrer Hände Arbeit aufgebaut haben, damit ihre Nachkommen da drin wohnen können. Und jeder Stein, der da in dem Haus war, hat wahrscheinlich dein Großvater oder Urgroßvater, wer es auch immer aufgebaut hat, in der Hand gehabt und hat ihn da persönlich hingepackt. Das ist das Erbe dieser Menschen an ihre Nachkommenschaft. Die rotieren im Grab, wenn sie sich denken, was für ein
unnützen Drecksbalg sie als Erben hatten. Das, was mein Leben lebenswert macht, sind die Menschen um mich herum. Die Menschen, die ich liebe, die Menschen, die mich lieben. Rainer, niemand liebt dich. Diese Menschen existieren. Es gibt keine Menschen, die dich lieben. Du hast ausschließlich und nur Hater. Oder es zumindest sagen. Jetzt geht ein Mond auf, Dankeschön. Nee, meine Hose ist oben. Entschuldigung. Leute, macht euch nicht zu viel Kopf über weltlichen Besitz. Das Einzige, was ihr mitnehmen könnt, wenn ihr sterbt, ist, wie viele Abonnenten ihr auf YouTube mal gehabt hat. Ist euer Verstand. Auch in der Rubrik hast du nicht wirklich viel zu vererben, Rainer. Gut, dass du keine Nachkommen hast. Die werden schwer enttäuscht. Oder besser gesagt, eure Erinnerungen, eure Erfahrungen von dem, was wir wissen. Du kannst leider, na gut, man kann andere Menschen mitnehmen, was ziemlich krank ist. Und all diese Geschichten, all diese Sachen werden dich in deinem Leben nur dann weiterbringen, wenn du in deinem Leben wirklich etwas... Jetzt hört's hin. Ja, jetzt erzählt euch nämlich der erfolgreichste YouTuber in Deutschland, was dich im Leben weiterbringt. Ja, ich halte den Kopf nicht aus. Wie er sich auch wieder fühlt. Schaut's euch an, wie er sich fühlt, wie er da hockt. Jetzt erzähle ich euch mal was. Das wird dich nur in deinem Leben weiterbringen, die Menschen, die dich oder mit denen du zu tun hast. Was bereust du am meisten in deinem Leben? Ich bereue in meinem Leben gar nichts, denn ich finde, etwas zu bereuen ist... Nö, ich finde, das Leben ist total dufte. Er hätte nicht besser laufen können, Rainer. Zeitverschwendung. Es ist Zeitverschwendung und es ist eine Verschwendung der eigenen Energie. Oh Gott, jetzt fange ich an mit Esoterik. Jetzt fange ich schon an, hier esoterisch zu quatschen. Nein, du fängst an, pseudophilosophisch zu quatschen. Nicht esoterisch. Unterschied, Rainer. Fast 100 Abos? Wie viele Abos habe ich bitte? Wie viele Abos habe ich? Wie viele Abos habe ich? Aber jetzt sind fast einer abgegangen. Dem Abo-Geilen. Bitte gerade 61, was zur Hölle. Ich habe heute erst die 50 geknackt. Rainer. Das bedeutet nicht viel. Das jetzt nicht mehr mein Grundstück ist. Ich bin da dran vorbeigelaufen, da rennen Leute übers Grundstück, da ist der Zaun eingetreten, da sind die Türen abgerissen, das sind alles kaputt. Ich laufe da dran vorbei, denke mir, okay, bitte, das juckt mich nicht, es gehört mir nicht mehr, es ist nicht mehr mein Zeug, es geht mich nichts an. Punkt, aus, Ende. Es geht mir am Arsch vorbei, es ist nicht mein Fall, es ist nicht mein Ding. Ja, dafür, dass der am Arsch vorbeigeht, redest du aber ganz schön lang drüber. So, jetzt brauche ich mal meinen Laptop eben. Mal gucken, kann ich das hochklappen? Ja, dann sehe ich aber den Chat nicht. Wow, du kannst das Laptop hochklappen. Rainer, 3 Daumen nach oben. So, ich bin absolut kein Fußballfan und ich kann damit auch null anfangen. Also, ja, dann halt dein Maul. Das ist für mich jenseits from the world. Also, das ist für mich alles weit weg. So, nein, nicht meine ganze Familie kommt aus Schauerberg. Kommen auch aus Italien. Ja, italienisches Blut, etc. Also Schauerberg. Praktisch da kommt er, also, ja, da wo er abgestochen wurde, ist Tomatensauce rausgekommen. Kommt nur die Familie väterlicherseits. Ich habe auch noch die Familie mütterlicherseits. Und dann habe ich ja auch noch Verwandtschaft, die außerhalb von direkt mütterlich oder direkt väterlich oder so ist. So. Bitte was? Rainer. Das ist unmöglich. Alle Verwandtschaft, die du hast du entweder mütterlicher oder väterlicherseits. Ansonsten sind die Menschen nicht mit dir verwandt. Ja, der Mann ist sogar zu dumm zu checken, was verwandt mit jemandem sein bedeutet. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Entschuldigt, ich mache gerade nebenbei. Was ist denn das? Hä? Okay, da muss ich mich nachher mal mit auseinandersetzen. Wieso werden die mir angezeigt? So, in diesem Moment. Was würdest du dir wünschen, hättest du einen Wunsch frei? Oh,
Ich würde mir wünschen, dass die Menschheit endlich aufhören würde, ihre extrem absurde Aktivität von Leben zu vernichten, sich gegenseitig zu vernichten. Das würde ich mir sehr stark wünschen. Das wäre so mein Hauptwunsch eigentlich, dafür zu sorgen, dass die Menschheit einfach aufhört, sich gegenseitig zu vernichten, sich gegenseitig zu bekämpfen und alles. Das wäre so mein absolutes Nonplusultra. Ja, das Problem ist, das ist halt recht unrealistisch, dass das passieren wird. Aber bei allem Respekt, irgendwas musst du doch getan haben, dass du Hater bekommst. Das ist richtig. Und spar dir den Respekt, den hat er nicht verdient. Ich erkläre es jetzt gerne noch einmal. Ich habe nicht aus einem Grund Hater, sondern ich habe viele Hater aus verschiedenen Gründen. Jeder sagt irgendwas anderes. Manchen Leuten, ich denke, ein paar sind vielleicht auch einfach neidisch, weil sie bestimmte Dinge, die ich mache, einfach nicht gut heißen. Wieder andere, keine Ahnung, sind einfach nur Mitläufer, die einfach gerne sehen, wie andere aufs Maul fliegen. Gibt es ja auch genug Menschen, die auf sowas stehen. Also das hat viel. Einer, und ist der Zirkus noch so klein, einer muss der August sein. Und du bist der August. Ja, wenn du auf YouTube unterwegs bist, da gibt's immer einen Dummen. Und wenn du nicht weißt, wer der Dumme ist, bist du der Dumme. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Viele verschiedene Gründe. Du musst auch bedenken, die Größenordnung meiner Hater sind nicht irgendwie so, dass alle nicht jeder ist auf mich wegen einem Grund sauer. Es sind viele mit verschiedenen Gründen auf mich sauer. Es gibt unzählige Gründe, auf dich sauer zu sein. Da sind wir uns wenigstens ein bisschen einig. Oder aggressiv oder sowas. Das ist genau richtig so. Keine Chance dem Hate. Jo. Übrigens habe ich festgestellt, mein Odyssey-Account ist sehr positiv aufgeladen. Also ich habe sehr viele positive Menschen Ist sehr positiv aufgeladen. Sehr positiv aufgeladen. Lauter Neutronen. Protonen. Bin ich schon selber blöd. Lauter Protonen im Rainer-Sam-Account. Meinem Odyssey-Account. Das sind sehr viele positive Nachrichten immer. Wie lange ist dein Führerschein noch gesperrt? Mein Führerschein ist nicht gesperrt. Ich muss eine MPU machen. Dein Führerschein ist nicht gesperrt, der ist weg. Der ist praktisch weggebombt worden. Damit ich meinen Führerschein zurückbekomme und das ist in Arbeit. Sie gehört zu Freddy. Wer gehört zu Freddy? Ich wette was, es gibt auch irgend so ein Zeitlimit, um diese MPU nachzureichen. Ansonsten müsst ihr die MPU machen und den kompletten Führerschein nochmal neu. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Also, ich habe keinen hohen IQ drin, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Weil ich weiß zum Beispiel, dass wenn man so und so oft durch die Führerscheinprüfung rasselt, dass man dann nach einem gewissen Zeitrahmen, der verstreicht, bevor man, also von da an, wo man angefangen hat, dass man dann praktisch nochmal die Theorie und die Praxisstunden nochmal neu machen muss. Das weiß ich. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn er das jetzt hier jahrelang schleifen lässt, mit der scheiß MPU, dass es dann heißt, so ja, sogar wenn er die MPU schaffen würde, was höchstgradig utopisch ist, müsste er den kompletten Führerschein nochmal von vorne neu machen. Und wir alle wissen, auch das, ne, wäre schwierig. Mir ist sowieso vollkommen schleierhaft, wie der Mann überhaupt einen Führerschein bekommen hat damals. Es ist mir vollkommen schleierhaft. Dass irgendwann einmal jemand mit dem im Auto gesessen ist, der wirklich offizieller Fahrprüfer ist und sie dachte, na, den lassen wir auf die Straße. Einwandfrei. Ja. Von den 3 Leuten, die er hätte überfahren sollen, hat er zwar Ohren verpasst, aber das passt schon. Ja. Raus auf die Straße mit dem, lasst ihn bitte fahren. Wir müssen rausfinden, wer der Prüfer von dem war beim ersten Mal, der muss halt auch sauber hergewämst werden. Vollkommen wahnsinnig. Ich gehöre zu keinem. Mir ist es egal, wer zu wem gehört. Das interessiert mich nicht. Und das ist auch Kindergarten, über sowas zu diskutieren. Wer sich hier vernünftig verhält, der kann bleiben. Ob es von mir aus, selbst wenn es Mimon wäre, wenn er hier keinen Scheiß macht und hier nicht irgendwie auf die Kacke haut. Ja, genau, Rainer. Ganz genau. Ganz genau. Wenn es hier, keine Ahnung, Regenbogenschaf oder sowas da reinkommen würde, der wird auf jeden Fall nicht gebannt werden. Der wird sagen, hallo, ich bin's, Regenbogenschaf, Bart Spahn. Sofort. Der hat überhaupt gar keine Möglichkeit, sich anständig zu verhalten. Halt dein Maul.
ist mir das auch egal, wenn Mimon hier drin ist. Das ist mir völlig pups. Ich bin nicht so kleinkarierter. Hier gilt einfach nur, verhaltet euch vernünftig und anständig und hört auf hier mit Haterfragen oder so einen Scheiß, um euch zu bomben. Dann ist alles in Ordnung. So, kannst du die Geschichte erzählen, wie alles passiert ist? Von Anfang bis jetzt. Nö, Leute, wenn ihr die Geschichte haben wollt, dann schaut's beim Einzigen. Der hat das sehr, sehr, sehr gut und detailliert für die Nachwelt festgehalten. Ich hoffe, der Kanal vom Einzigen existiert noch bis ans Ende von YouTube. Das ist großartig. Ich freue mich jede Woche drauf, wenn es Freitag ist. Und zwar nicht, weil Wochenende ist, sondern weil er Einzig hier hochlädt. Inzwischen schauen wir seine Videos eigentlich nur noch auf Odyssey an, weil, ne? YouTube will ja nicht, dass man die Besuchsvideos zeigt und die muss er dann immer hier so verpixeln. Und die sind schon sehr unterhaltsam. Die unzensierten Versionen auf Odyssey, die schaue ich mir dann doch lieber an. Aber, ja. Also wer die Wahrheit über Rainer wissen will, der schaut beim Einzigen. Wer sich gern die Hucke vorlügen lassen will, there he is. Hast ein Jahr Zeit? Habe ich schon mal erzählt, dass ich asiatische Frauen sehr schön finde? Rainer, halt dein Maul. Rainer, halt dein Maul. Deine sexuellen Vorlieben wollen wir nicht wissen. Das ist auch bloß meine Meinung. Ich finde, asiatische Frauen sehen immer sehr freundlich aus. Sehr, sehr lieb. Sehr, sehr, sehr attraktiv aus. Auch sehr schön aus. Und auch sehr freundlich aus. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Art der Kultur. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben jetzt 3 von 20 Monden. Wäre jetzt cool, wenn wir die 20 noch voll kriegen würden. Aber das bezweifle ich irgendwie. Rainer, das ist zu bezweifeln. Du streamen es schon seit einer Stunde und hast 3 von 20 Minuten. In 10 Minuten ist hier Feierabend. Vielleicht kriegen wir ja dann noch eine Steigerung von, keine Ahnung, 800% zusammen, damit wir das Pensum noch kriegen. Wa? Ist auch nicht gerade billig, glaube ich. Nesquik Hase ist ein Haterin. Leute, ich sag's euch jetzt nochmal, mich interessiert das nicht, ja. Im Ausland ein neues Leben anzufangen. Habe ich natürlich auch schon mal überlegt, aber ich habe das Problem, ich bin in Englisch und anderen Sprachen extrem schlecht. My English is really bad. Rainer, dein Englisch ist praktisch nicht vorhanden, es ist vernachlässigbar. Really, really bad. I speak only German and have... Warum? Wenn du jetzt gerade sagst, dass du praktisch kein Englisch sprichst, warum fängst du dann an, jetzt auf Englisch zu schwadronieren? Kannst du mir das bitte verraten? Not idea with my English better. Wie I make my English better. Sorry. Lernen, mein Lord. Ja, schon. Aber ich möchte auch nicht unbedingt alleine ins Ausland. Wenn ich jemanden, wenn ich eine Frau an meiner Seite hätte, oder auch von mir aus einen netten Typen, mit dem ich zusammen sein könnte, und mit dem ich dann wirklich ins Ausland gehen könnte, dann hätte ich damit... Rainer, was ist da los? Ihr dacht, eine romantische Beziehung kannst du dir nur mit einer Frau vorstellen. Das hast du immer wieder betont. Ihr Typen sind doch bloß zum Bomben da bei dir. Wahrscheinlich sogar ohne groß nachzudenken, weil wir mitmachen. Oder wenn ich das beruflich machen könnte, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich gehe jetzt für 2 Jahre ins Ausland, in der Zeit werde ich dann ein riesiges Ding daraus drehen und nebenbei meine Arbeit nachgehen und hätte da auch die Möglichkeit, wirklich unterzutauchen, mir ein Haus oder eine Wohnung oder irgendwas zu holen, wo ich dann auch regelmäßig Videos und Streams machen könnte, dann würde ich das sofort durchziehen. Schau Serien, die du kennst auf Englisch. Das habe ich auch tatsächlich schon gemacht. Also, I learned to make the English better. With better. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Ich versuche, mein Englisch besser zu machen. Oder ich versuche zu lernen, mein Englisch zu verbessern. Make better müsste das ja heißen. Könntest du... I'm trying to get better at English. Fuck you. Du dir vorstellen, irgendwann Kinder zu bekommen? Ich wünsche mir Kinder eigentlich, aber ich möchte meine Kinder nicht in so eine Scheiße reinbringen, wie jetzt aktuell mein Leben ist. Rainer, erstens wäre es höchst fahrlässig, wenn du dich fortpflanzen würdest. Das wäre praktisch der Evolution ins Gesicht gespuckt. Und zum Zweiten, keine Frau dieser Welt. Den Zahn kann ich dir jetzt schon mal ziehen. Keine Frau dieser Welt denkt sich, ja, der Rainer Winkler, das ist auf jeden Fall einer, mit dem möchte ich Kinder haben. Im Übrigen beißt sich das auch mit deiner Ich stehe bloß auf älteren Fabel, die du immer wieder verzapfst. Ja? Weil du nämlich mit einer 50-Jährigen gewiss keine Kinder mehr kriegen kannst. Ich habe mir immer vorgestellt, einfach so 2, 3 Kinder. Am liebsten wären mir wirklich 3 Kinder, vielleicht 4, dann hätten man vielleicht... 3 Kinder,
Von jedem Geschlecht eins. 2 Jungs, 2 Mädchen, natürlich läuft es so nie, aber ich würde mir auf jeden Fall mindestens 3 Kinder wünschen, doch. Ein Jungen oder ein Mädchen, die vielleicht etwa 5 Jahre älter ist und dann nach etwa 5 Jahren dann das zweite Kind und dann vielleicht noch mal so ein Jahr oder was später noch das zweite Kind, so. Also, ein Kind, dann nach 5 Jahren das zweite und das zweite kriegen wir dann nochmal ein Jahr später, weil wir wissen, das zweite ist immer das Beste. So wie bei Pfannkuchen, der erste wird nichts, der zweite ist immer das Beste, deswegen kriegen wir das zweite einfach zweimal. Problem gelöst. Dann sind die ersten 2 Kinder ein bisschen näher beieinander und das zweite und das dritte Kind ein bisschen näher beieinander. Die ältere Tochter könnte ein bisschen auf die Kinder auch aufpassen, wenn sie dann, sagen wir mal, 15, 16 ist. Kann sich auch mal ein bisschen die Taschengelder dadurch aufbessern. Wäre doch eigentlich eine ganz coole Idee so. Nee, ist keine coole Idee, Rainer. War das Fakt mit Erdbeerchen? Fake mit Erdbeerchen? Du, das ist so lange her, darüber werde ich jetzt definitiv keine Auskunft mehr geben. Außerdem habe ich das schon so oft erklärt. Wie wär's mit Österreich? Deutschsprachiger Ausland. Ja, aber in Österreich gibt es auch viel zu viele Hater, tatsächlich. Also es sind viele Hater auch aus Österreich bei mir oft gewesen. Grüße gehen raus und die Leute wissen, wer angesprochen ist. Guten Hater aus Österreich. Gerade aus Österreich und der Schweiz waren sehr viele Hater bei mir, weil ich ja gerade sehr nah an der österreichischen, also verhältnismäßig näher an der österreichischen Grenze jetzt zum Beispiel gelebt habe, also jetzt zum Beispiel an der polnischen oder auch an der dänemarkischen Grenze. Dänisch, du Depp. Das ist ja dänemarkisch. An der dänemarkische Grenze, oder? Dänemark-Grenze bin ich ja auch nicht so nah dran. Österreich und Schweiz ist dafür näher dran noch. Ja, und das ist halt deutschsprachiges Ausland. Für die ist natürlich dein Content in Anführungsstrichen zugänglicher als für Dänen oder Polen, die dann vielleicht halt kein Deutsch reden. Italien und so. Deswegen so. Ich muss hier gerade noch mal ein paar Sachen klären gerade. Entschuldigt, ich muss ja, jetzt geht's dann langsam auf 2:30 zu. Ich muss noch vor 3 noch ein paar Kleinigkeiten erledigen heute, die sehr wichtig sind auf jeden Fall. So, ich empfehle es als sehr wahrscheinlich wollte er sagen, ich empfinde es, weil ich empfehle es als, macht keinen Sinn. Ich empfinde es als sehr schlimm. There we go. Durch Hater alles zu verlieren. Das hat keiner verdient. Pass auf. Was ist dann? Ja, das ist richtig. Das ist richtig, das hat keiner verdient. Keiner hat aber seine ganze Scheiße nicht durch die Hater verloren, sondern durch seine eigene Hageldummheit. Traumwagen, eine Dodge Cobra. Ja, jetzt kommt gleich wieder, Dodge ist keine Cobra, das ist eine Shelby Cobra. Ist aber von Dodge mitproduziert. Wie dem auch sei. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Niemals bist du in der Situation, dass du irgendwas nicht zurückkriegst. Diese Situation existiert nicht. Ja, Rainer, du kriegst seit 10 Jahren zurück. Du kriegst seit 10 Jahren zurück und du checkst es nicht. Wird auch nie existieren. Du wirst niemals in der Situation sein, dass du irgendwas verlierst und nichts zurückbekommst. Manchmal ist es nicht so offensichtlich, was man zurückbekommt. Und wenn es nur Erfahrung ist, wenn es nur die Erfahrung ist, dass du das, was du erlebt hast, eben zurückbekommst. Ich persönlich, also viele, vor allem in den letzten Jahren, sagen viele zu mir, du bist voll pessimistisch. Rainer, zu dir sagen viele überhaupt nichts. Die einzigen Leute, die zu dir was sagen, sind deine Hater und die sagen, lösch dich aus dem Internet, Rainer. Ich bin nicht pessimistisch, ich bin realistisch. Nein, bist du nicht. Rainer, du bist von der Realität so weit weg. So weit kann man gar nicht weg sein. Du bist realitätsfremder als die realitätsfremdesten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Es ist fürchterlich. Die Realität und du, ihr seid Spinnefeind. Du kannst die Realität, wir sind wieder bei dem Thema, ob der Himmel blau ist oder die Haut ein Organ, du kannst die Realität nicht akzeptieren. Weil alles an der Realität ist ein Hater für dich. Jetzt realistisch, glaube ich, scheiß mir in die Hosen, Alter. Ich habe Sachen erlebt und aufgrund meiner Erfahrungen handle ich. Oder aufgrund meiner Erfahrungen treffe ich auch bestimmte Aussagen. Es gibt Menschen und es gibt manche Sachen. Wie Rainer, ich hätte gedacht, die Aussagen, die sind alle sarkastisch gemeint. Rainer, hast du das nicht vorhin behauptet? Oder immer wieder auch über die letzten Jahre?
Jetzt sagst du, du triffst deine Aussagen alle mit Bedacht aus gewissen Erfahrungen heraus. Was ist es denn? War die Holocaust-Aussage jetzt ein Scherz und Sarkasmus etc.? Oder du hast es mit Hiroshima verwechselt? Oder triffst du all deine Entscheidungen mit Bedacht? Beißt sich ja wenig, oder? Die kommen in ein anderes Licht oder die werden in ein anderes Licht gerückt, wenn man bestimmte Aussagen trifft oder bestimmte Sachen erlebt. Wenn ich mein Leben nochmal von vorne leben müsste, auch mit meinen Erinnerungen oder so, oder auch ohne damit, ich würde alles wieder ganz genauso machen. Und ich würde. Ja, das ist super dumm. Es ist super dumm. Du stehst da mit nix. Ja, du kannst in diesen Hotels nur deswegen pennen, weil dir irgendwelche Leute milde Gaben geben. Du hast dein Leben komplett und mit Voll Karacho gegen die Wand gefahren und du wirst wahrscheinlich keine 10 Jahre mehr leben. Sind wir mal realistisch. Und jetzt hockst du dich dahin, du brunzblöder Vollidiot, und sagst, nö, ich würde alles genau wie du wieder machen. Leben ist total dufte. Ja, sagen wir, wir hatten dir ins Hirn geschissen. Ich würde nichts daran ändern wollen. Warum? Weil dieser Mensch, der hier vor euch sitzt, der bin ich nur deswegen, weil die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, mich zu dem gemacht haben, der ich bin. Rainer, dieser Mensch, der jetzt hier vor uns sitzt, der ist aber niemand, den man sich als Vorbild nehmen sollte. Das ist auch nichts Erstrebenswertes. Du bist das Negativbeispiel für die ganze Welt. Dieser Mensch, der jetzt hier gerade vor uns ist ein Beispiel dafür, wie man es bitte nicht machen sollte. Das ist was, wo man sagt, oh, wo sich jeder denkt, okay, mein Leben ist zwar scheiße, aber Gott sei Dank bin ich nicht Rainer Winkler. Das sind die Gedanken. Was der Mensch, der du bist, der ist nichts wert. Es ist nichts wert. Deine ganze Existenz ist absolut wertlos. Es ist nichts, worauf man stolz sein kann. Du hättest bitte alles. Ja, hättest du die Chance, alles nochmal von vorne zu machen, müsstest du genau alles anders machen, als das, was du getan hast. Ausnahmslos, alles. Vergesst es. Andere wären zerbrochen. Pass auf. Ich glaube für meinen Teil, dass sehr... Hast du mal versucht, Fett zu zerbrechen? Geändert. Sehr viele Menschen, ich glaube, dass sehr viele Menschen sich selbst unterschätzen. Jetzt mache ich meinen Laptop zu. Renner, ich glaube, dass du dich hoffnungslos überschätzt. Das ist der Punkt an der Sache. Für den Moment. Man sagt immer, jeder Mensch kann nur ein bestimmtes Leid ertragen. Das ist auch richtig. Aber wie hoch eure Schmerzgrenze für das Leid ist, das ihr ertragen könnt, das werdet ihr erst dann erfahren, wenn ihr dieses Leid auch erfahren habt. Was ich euch nicht wünsche. Meine Grenze ist ganz weit oben. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass du stockstur und hageldumm bist und nicht arbeiten gehen willst. Und deswegen alles erduldest, um das zu verhindern. Dass ich einfach immer weitergemacht habe. Ich ziehe immer weiter durch, ich mache immer weiter und ich bin immer der Meinung, es geht noch schlimmer, es geht aber auch besser. Niemals, das habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe es wahrscheinlich vorhin gesagt, ich weiß es aber jetzt nicht mehr, was ich jetzt gerade sagen wollte. In Zeiten der Not merkst du erst, was du wirklich bereit bist oder wozu du wirklich imstande bist. Man kennt das ja vielleicht, ich weiß nicht, ich bin ein Fan von sowas. Das ist so wie wenn Hitler sagen würde, hey, ich würde alles wieder so machen. Ja? Alles richtig gemacht. Ja? Wie viele Russen du ertragen kannst, weißt du erst, wenn sie in Berlin stehen. Digga, halt dein Maul. Ich mag so Survival-Serien und so Survival-Sachen, ne? So Filme und alles. Und schaue auch gerne so Survival-Dokus und Serien und alles. Und da wird auch immer so, wenn da jemand cool neben mir sitzt und dann sitzt da jemand und der frisst dann eine Made so. Und dann sagt er so, wie kann der das nur essen? Und dann sage ich so, sitze so neben ihm und sage, ich würde das auch nicht essen. Aber wenn du in der Situation bist, dass es darum geht, iss oder stirb, dann wirst du das essen. Dann würde dir scheißegal sein, ob das jetzt vegetarisch ist oder nicht. Dann wirst du das essen. Rainer, du frisst alles. Es darf nur nicht teuer sein. Punkt. Und dann machst du, dann war's das. So funktioniert es mit allem anderen auch auf der Welt. Du wirst auf diese Art und Weise in deinem Leben immer vorankommen. Ein Universum. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist, glaube ich, somit das Krasseste, was man kriegen kann, oder? Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Alter, jetzt haut ihr aber raus gerade noch, ne? So zum Ende hin. Ich glaube, dieser Song heißt sogar Narben oder sowas. Und in dem Song geht es unter anderem eben auch um Narben, Rainer, geht's um Narben. Darum, dass du nicht durchs Leben gehen kannst, ohne Narben davon zu tragen. Ich selbst habe eine etwa 30-35 cm lange Narbe über dem Bauch. Ja, die hast du, weil du dich behindert gefressen hast. Obwohl alle Leute dir gesagt haben, Rainer, hör auf, so viel zu fressen, du ruinierst die Gesundheit, deine Organe sagen irgendwann Medal off. Ja? Und jetzt stellst du so, ich habe hier eine riesengroße Narbe.
großes Heldentum, Rainer. Großes Heldentum. Bitte hol die Fanfaren raus. Ohne diese Narbe wäre ich nicht mehr hier. Was ist denn jetzt los? Ihr haut ja vorher aus gerade, Leute. Ich kann leider nicht länger machen. Ich habe einen Termin nachher. Funktioniert also leider nicht. Tut mir leid. Ich wurde auch gemobbt. Aber so stark wie Drache wäre ich nicht gewesen. Ich glaube nicht, dass ich was Besonderes bin. Rainer, doch, das glaubst du. Ich glaube auch nicht, dass ich einzigartig bin oder so. Rainer, du behauptest immer wieder, dein Fall wäre einzigartig. Was in dem Ding, ein paar Tage nachdem du diese Scheiße hier aufgenommen hast, hast du dem anderen Dude gesagt hier, dass du einzigartig bist. Da sagt er, ich glaube nicht, dass ich einzigartig bin. Rainer Winkler, der Mann, der sich schneller widerspricht als sein Schatten. Ich denke, jeder von euch wäre dazu in der Lage, das zu tun, was ich tue. Ist richtig. Stockstur gegen die Wand laufen, mit dem Kopf voran einen ganzen Tag, obwohl alle Leute sagen, dass das Auto eine Idee macht, das nicht. Das kriegt wirklich jeder hin. Was du machst, kann wirklich jeder. Weil es halt scheiße ist. Gemacht habe. Oder noch machen muss. Gebt niemals auf, zieht euer Ding durch und dann ist die Sache gegessen. Ihr braucht dann nicht irgendwie jetzt großen Kindergarten abziehen und irgendwie Scheiße bauen oder sowas, ganz klar. Aber was ihr auf jeden Fall niemals machen solltet, ist aufgeben. Weil wenn ihr aufgebt, was ihr auf jeden Fall niemals machen sollt, das ist das, was Rainer tut. Dann habt ihr grundsätzlich keine Chance. Wenn ihr aber was riskiert, dann habt ihr immer die Möglichkeit, dass ihr es verbessert, dass ihr es schafft, dass ihr noch mehr durchzieht, dass ihr noch mehr kriegt, dass ihr noch mehr habt. Und am Rainer, das ist die Mentalität von Leuten, die spielsüchtig sind. Das ist die Mentalität von Leuten, die ein richtiges Glücksspielproblem haben. Ihr dürft einfach nicht aufhören zu spielen. Irgendwann kommt der Jackpot. Das ist krank, Rainer. Das ist eine nachgewiesene Krankheit, eine Störung im Gehirn. Dass sie nicht checken, ich habe alles verspielt, was ich aktuell besitze. Ich muss aufhören zu spielen. Weil das tut mir nicht gut. Du würdest hingehen so, nee, komm, der Jackpot kommt. Mach noch ein bisschen Schulden. Verkauf dein Haus. Spiel weiter. Das ist unfassbar. Am Ende wird nur das funktionieren. Mach doch Casino-Streams rein. Ach nee, du bist ja auf allen Streaming-Plattformen gesperrt. Hattest du jemals Angst um dein Leben? Natürlich. Ich würde lügen, wenn nicht. Ich meine, Rainer, wenn du Angst hättest um dein Leben, dann würdest du nicht zu viel fressen. Weil dir jeder sagt, dass du dich damit in ein sehr, sehr, sehr frühes Grab frisst. Hallo, ich wurde mit mehreren Schusswaffen angegriffen. Halt dein Maul! Das ist ja scheiß Schusswaffen-Story. Wenn ich mal vor dem stehe und der würde mir das sagen, ich glaube, ich würde nicht mehr an mir halten können. Ich würde nicht mehr an mir halten können. Ich wurde mit mehreren Schusswaffen angegriffen, ich wurde mit mehreren, übertreibt's mir bitte nicht so, ich muss doch offline gehen. Und dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ihr sowas macht. Oh, bitte, gib mir kein Geld. Immer ein schlechtes Gewissen, offline zu gehen. Es ist auch kein richtiger Termin in dem Sinne. Es ist einfach nur noch was ich erledigen muss. Ich danke euch für eure Unterstützung. Ich danke euch für all die Jahre, in denen ihr für mich da wart, in denen ich für euch da sein durfte. Ja, Achtung, Sparwitz, die Lil-Jahre. Und ich hoffe, dass ich für euch noch viele Jahre länger da sein darf und Rainer, nein, du lebst nimmer lang. Da sein werde. Das ist keine Bedrohung, das ist eine Tatsache. Der Mann ist schwer krank und das mit Anfang 30. Aufgrund seiner Lebensentscheidungen. Der macht's nicht mal lang. Ich denke, ihr habt mich heute auch so sehr unterstützt, dass ich definitiv auch die nächsten Tage noch ein bisschen mehr in die Richtung... Und das freut mich sehr, weil ich mache dieses und ich mache diese Streams und ich mache diese ganzen Sachen hier. All das mache ich gerne. Nein, du machst das, weil du es machen musst, um Barren zu farmen. Das hast du selber zugegeben, in diesem Stream. Am Anfang von diesem Stream hast du es zugegeben. Und wenn ich irgendwann, das habe ich immer schon gesagt, wenn ich irgendwann an dem Punkt bin, dass ich nicht mehr finanziell darauf angewiesen bin, irgendwie dafür Geld zu verlangen, dann werde ich euch das auch gerne kostenlos anbieten. Ich habe kein Problem damit. Rainer, das stimmt nicht. Rainer, das stimmt nicht. Wir haben festgestellt, du hast hier von dieser Thursday Company Kohlen bekommen, da bist ein paar Monate damit ausgekommen und dann hast du nicht mehr gestreamt. Und jetzt sind die Kohlen weg und dann wird wieder gestreamt. Das ist der Punkt. Du hast noch nie irgendjemandem gratis was gegeben und ganz ehrlich, die ganzen Geschichten von wegen, wo du da verzapft hast, du hast irgendwelchen Obdachlosen hier dein letztes Geld gegeben, halt dein Maul, Rainer. Halt einfach dein Maul.
für euch kostenlos zu streamen, weil in erster Linie ist es für mich mein Hobby und dann erst mein Beruf. Momentan ist natürlich die Situation, dass ich das Geld dringend benötige und deswegen muss ich das natürlich auch beruflich sehen. Die schlimmste Vorstellung, die ich mir vorstellen kann, ist die schlimmste Vorstellung, dass ich irgendwann gierig werde. Ja, die schlimmste Vorstellung, die du hast, ist, dass du irgendwann arbeiten gehen musst. Ja, und deswegen achte ich sehr stark darauf, dass ich das nach Möglichkeit nicht werde. Wir haben 9 und... Leute, okay, fast 92.000 Gesamtaufrufe auf diesen Stream. Und ich habe 3.156 neue Follower zur jetzigen Zeitpunkt. Tschö. Ich glaube, Inge hat ein Video gemacht, wo er das ganze Zeug erklärt hat. Keine Ahnung. Er hat Kohlen bekommen, er hat zu viele Kohlen bekommen, meiner Meinung nach. Jeder Cent ist zu viel. Leute, was haben wir jetzt hier auf der Uhr? 2 Stunden 38, lecko fucking mio. Okay, ja. Ich werde heute kein zweites Video mehr aufnehmen. Ich sitze hier seit 2,5 Stunden. Ich nehme heute kein zweites Video mehr auf. Aber ich halte mich dran die nächsten Tage, wenn ich Zeit habe, dass ich mir irgendwie was aus den Rippen schneiden kann. Und versuche ein bisschen aufzuholen. Zurzeit ist der Quantitätsoffensive wieder, wo jeden Tag gestreamt wird, weil er dringend die Kohlen braucht. Ah nee, weil ihm das so viel Spaß macht und er gegen Mobbing ein Zeichen setzen will. Und dementsprechend bleibt mir nichts weiteres zu sagen als tut nicht, was Rainer tut. Und Metal off.